Testing the microphone. Oida, das ist ein bisschen lauter. Jesus. Das ist gar nicht so beabsichtigt. Leise. Ist besser. Ja. Welcome back to the 28 Days Trainwreck Survivor on the episode number 2. Maybe, hopefully actually the last episode of this account. Until the end, like to say, you need to find actually some, better say, moose deers, mooses. And yesterday was terrifying, actually very bad to find them. And then there's actually some circulation system actually for the military actually to pump up these after an aurora actually hits the world to regenerate actually the complete power system, restoring actually on this military side. And that's actually the kind of end going here right now, the end game on this game itself. But I don't want to go forward right now with this mission because there's some hunt stuff to be done to make some boots out of it and to get actually this trophy, and then I can continue actually with the story, right? But only we have 8 days left. I think it was 8 days, right? Or was it 10 days? Let's say 9 days I have left. Or actually we have a game over actually screen, because in the 28 there's a snowstorm coming, it's a blizzard, and then it's a minus 60 degrees or something, and yeah. That's why I'm calling 28 days actually Trainwreck Survivor. It's a train wreck, but actually 28 days you have time to survive until the end like that. Und das Ganze jetzt nochmal in Deutsch. Willkommen zurück jetzt auf 28 Tage, ja, Zug und Glück, Deutsche Bahn, ne? Scherz. Um das nochmal zu vereinfachen, so in der Richtung von, naja, ich möchte jetzt eigentlich nur noch, ich versuche eigentlich schon seit Tagen in dem Spiel, ich sage jetzt mal, sag schon, Elchjagd da zu betreiben, und ich finde keine Elche mehr, und ich gehe jetzt einfach mal in den südöstlichen Bereich da, oder was, Nordosten, südöstlich, westlich, südwestlich, östlich, ob wir da was finden. Muss halt immer Nacht sein, und dann kann ich erst mit der Story weitergehen und das hoffentlich heute in den nächsten 2 Stunden beenden. Und unser Zyklus wandert dann wieder nach Asphalt Legends Unite mit Death Nation for Real. Und dann wieder KX, dann gehe ich wieder pennen, und am Nachmittag, spätestens Nachmittag, abends zockt man dann wieder Teso, und das hoffentlich ein bisschen länger, 9 Stunden soll es dann doch dauern. Und dann mal schauen, wie ich es gestern versprochen habe. Also ich halte meine Versprechen normalerweise. So, das haue ich jetzt hier einfach noch dazu, oder? Yep. Das muss weg. Ne, halt, das war das Falsche, Entschuldigung. Das ist ja Teso. Das muss rein. Das muss rein. Jetzt habe ich alles gemacht. Das geht ja schon wieder gut los, Alter. Wenn du 4 Spiele hast und keine Unterstützung. Mensch Gott, immer die Herztablette da weg. Kann ich ja nicht schreiben. Alles wieder raus. Jetzt habe ich das wieder kopiert. Wunderbar. Dann müssen wir das wieder einfügen. Das ist so nervig. Das ist alles so nervig. Also, du könntest sofort ins Spiel einsteigen, aber ständig muss man immer diese YouTube-Geschichte erledigen, bis man das hat, um überhaupt das Spiel zu machen. Das dauert teilweise über 5 Minuten. Jetzt hat natürlich das 28 Tage gibt es hier nicht. Trainwreck gibt es nicht. Nee, also Trainwreck. Es ist nicht das Richtige, was ich eingebe, aber es gibt es hier noch nicht bei YouTube. Ich bin anscheinend der Erste, der das livestreamt oder so. Ich habe keine Ahnung warum. Also heißt es nur Trainwreck. Das ist das Einzige, was YouTube hier findet. Das ist sehr komisch, ja. Ich kriege so ein komisches Halsgefühl. Als wäre ich krank oder so. Das ist wirklich zu viel Quassel, Alter. Wenn man sich versucht zu erläutern,
wo man es eigentlich nur fühlen möchte, das Spiel, weißt du? Und dann muss man sich erläutern oder so, das ist so nervig. Und die ganze Arbeit davor schon, das ist so, ich steige mal irgendwo in das Spiel ein oder was und das quatscht dann einfach. Hello all. Fürchterlich. Ach, du merkst schon wieder mein Herz weh. Oh, ich mache jetzt immer die Bude hier auf, damit mal Luft reinkommt, auch wenn es kalt draußen ist, ist mir egal. Im Spiel ist es auch kalt. Das ist der Punkt. Frische Luft hier reinbringen. Den Sauladen. So, als allererstes loaded the game. 2:02 Uhr, exactly. Now we have 4 o'clock in the morning time. So that means actually after 14 hours. He came back. So, jetzt habe ich aber schon mal Bock, das Bier mit der Cola zu mischen. Kohlensäure versus Bier. Dann haue ich mir eine Herztablette rein. Mein Herz schmerzt schon wieder. Jede 24 Stunden eine Pille. Ach, das hört sich mal an, als wäre das Spiel abgestürzt. Oh je, da ist jemand wieder müde. Ach genau, wir sind ja nicht an unserem Platz. Wir haben ja gestern gesagt, wir hauen hier ab. Refilling? Refilling? Das hört sich an, als würde ich irgendwo reinpinkeln. Ups, oh, wow, sind fast ausgekommen. Ja, siehst du, es lohnt sich sogar, dass ich morgen zum Rewe gehe. Das sind 2 Tüten voll. Passt. 2 Tüten voll. Das hört sich an, Alter, wie so ein Drogendealer oder so. Ich meinte natürlich Dosen. Dosen voll Tüten, Tüten voll Dosen. Here we go. Ja, das wird schon langsam wieder Sprachbarriere oder so. So, Herztablette nehmen. Kommt vom Saufen, vom Rauchen. 2 Diätpillen, die eh nichts helfen, aber zügeln ein bisschen den Appetit. Ich sag ja, ich habe gestern nichts gegessen am Abend. What the fuck? Passt. Schon helfen sie doch die Pillen. Erstmal die. Und die Herztablette, glaube ich, oder? Cola-Bier. Geil. Hammer. Boah, der stinkt nach Ginseng oder so. Boah. Hart. Dos tontos. Ein bisschen nach Rauch schmeckt das Bier. Ja, nach Zigarette oder so. Siehst du, den Aschenbecher habe ich auch noch alles ausgeleert. Auch noch nicht ausgeleert. Oh, ich hasse das, wenn ich mich selber mumpel höre. War aber nicht viel Zigarette los. Gefühlte 6, 7, 8 Stück vielleicht. Ja, erst später rauchen. Ungesund jetzt in der Früh. So, ich schaue mir selber wieder zu, das ist schon mal gut. Spotify ist schon aktiviert. 22 Euro, Alter. Für diese Season 33. Und dann gibt es noch 3 Seasons. Simpsons rede ich gerade. Oh je, meine. Ja, Monat für Monat gebe ich das aus, oder? 22 Euro. Und obwohl ich bei Video Prime dabei bin, aber das kostet schon viel, Alter. Ja gut, die haben sie auch einkaufen müssen. Aber ich habe rausgefunden, wenn man so Angebote kauft, und das kriege ich jetzt auch, ich glaube heute oder morgen, da steht im Kalender drin, dass ich natürlich selber beschreibe. Nächste Woche habe ich auch schon drin, oder? Wunderbar. Übernächste Woche habe ich auch schon drin. Wenn man das im Überblick hat, dann kann man saufen gehen. Ansonsten geht da gar nichts mehr saufen. Nee, das kommt. Achso, Montag. Das kommt am Samstag. Zumindest Samstag habe ich es eingeschrieben. Monsun, DHL, Sixpack. 6 Packungen. Also 6 Packungen. 300% billiger. Bei Amazon hätte es gekostet 160 Euro und ich habe es bekommen für 54 Euro, aber da ist der Versand schon dabei.
Das ist schon heftig. Da steht dann drauf, so Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten worden vom Dezember. Und das sind Instant-Nudeln. Und Instant-Nudeln, dann habe ich nachgeforscht im Internet und ich weiß es selber, die kannst du ins Eck werfen, da wo es nicht schimmelt oder so. Oder in so einen dichten Karton oder was. Die halten noch über 2 Jahre. Was lese ich dann? Da steht wirklich 1 bis 2 Jahre dabei. Aber das ist so, was soll da passieren? Da muss schon sag ich mal, das Gefäß selber durchverrotten oder so, da richtig im Wasser drin stehen 2 Jahre lang. Und selbst das wird es, glaube ich, abhalten. Ja gut, dann irgendwann nicht mehr, aber es steht nur in einem trockenen, luftdichten, weiß nicht, Raum rum. Was soll das sein, weißt? Ja, um das geht's nicht, aber 2 Jahre hält es sowieso nicht her, weil so ein Zeug esse ich normales gleich in den nächsten 3 Wochen oder so. Und ich meine, es handelt sich hier um echt viel Zeug. Also das ist jetzt nicht wenig, das sind 6 Kartons, Alter. What the fuck? Ja, da hätte ich bei Amazon gerade mal 2 Kartons dafür bekommen. Das ist jetzt echt kein Witz. Die handeln was sind so 86 bis 120 Gramm sind da drin. Also das sind die Nudeln und das sind die Becher mit Nudeln drin. Die Becher, die haben 86 Gramm, richtig? Und die anderen, die größeren, das sind so die, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, Nijong oder wie die heißen. Das sind so die thailändischen, glaube ich, oder die taiwanesischen Nudeln, die wohl ein bisschen größer sind. Oder sind es die? Na, sind sie, glaube ich, ja. Und die sind halt eine größere Packung drin, die haben 120 Gramm ungefähr. Ja, das ist mir lieber. Da steht dann auch wirklich drauf für 2 Personen, wo ich mir aber immer 2 davon mache. Also eigentlich für 4 Personen. Weißt du mal, was ich die ganze Zeit immer fress. Aber man ist halt weg und so kommt halt auch wieder raus, ne, in einem Schwung. Sehe ich gestern. Egal. Ja, ich könnte eigentlich nebenbei mal aufladen, aber der Akku sagt 3 Striche, so passt schon. Es sind 20 Stück, es sind 60 Stück, es sind 120. Das heißt, jetzt Moment, jetzt mal rechnen. 60 mal 180. Ne, das sind mehr, also sind es 200. 60 mal 200 Gramm. Richtig? Richtig. 60 mal 120 Gramm sind 7,2. Also es sind 7,2 Kilogramm an Fertignudeln mit Pulver. 7,2 Kilogramm. Jetzt tust du Wasser rein, und das ist doch nicht wenig. Dann geht schon auf 20 Kilogramm Essen zu, oder? 20 Kilogramm Hartgrießweizen, oder kann man sagen? 20 Kilogramm Hartgrießweizen. Ach, da brauche ich mehr als 3 Wochen. Es ist super Zeug, du kannst dann deinen Salat dazu mischen oder deine Geflügelwurst oder tust du Ketchup mit Pommes rein, ist mir egal, was ihr da macht mit den Fertignudeln. Was war denn das ein Scheiß? Oder ein bisschen Asche. Ja, ja. Extra spicy. Hart. So. Ach, Moment. Oh, noch nicht fertig mit dem Schneuzen. Jetzt kommt frische Luft rein. Es ist gar nicht mal so kalt draußen. War ich gestern sehr angenehm hat Nacht. Mit dem Zocken. Und mit der Temperatur. Aber ganz ehrlich, wenn der Ventilator läuft, da frisst sich schon gescheit am Buckel. Und deswegen könnte es sein, wegen der Jacke, dass die so juckt hinten. Weil die Partikel vom Rauchen vielleicht reinkommen. Also heute kommt nichts. War ein Hackschnitzel. Fragezeichen Rewe. Vollmond morgen. Interessant. Die 6 Packungen oder am Montag. Mit DHL. Und da am Montag muss ich wieder Hof machen. Dienstag auch wieder. Dienstag soll ich schon. Mittwoch. Da ist der Markus, genau, jetzt verstehe ich das. Okay. Ich weiß aber noch nicht, ob er da arbeiten muss, aber er ist dann da. Später am 7. Also ich muss noch 3-mal in den Hof rein, das sehe ich aus der Markus. Das ist ewig lang noch hin, aber da drehe ich mich um. 24 ist aber auch erst gestern für mich. Jetzt ist Silvester schon rum und heute ist der 2. Tag schon wieder. Heilige Scheiße, die Zeit vergeht. Und das kommt jetzt nicht vom Saufen, dass ich da 4 Stunden an 2 Spielen saufe oder so. Nee. Jetzt hänge ich hier schon wieder 14 Minuten rum. Schaut halt keiner zu und deswegen ich warte halt auf jemanden, der halt irgendwie noch Interesse hat und dann gehe ich weiter. Naja dann, ich gehe jetzt erstmal Moose hunten, weil das ein nerviges Thema hier ist und wir haben jetzt noch wie viele Tage? 9 Tage. 9 Tage haben wir noch Zeit. Da ist schon wieder alles voll. Puh, können wir nichts rausnehmen, ne? Hä? Ach Schmarrn. Ist alles hier reingegangen. Worauf dich? Das war vorher noch einer, glaube ich.
versteck dich nicht. Hä? Jetzt hab ich gedacht, da war was gewesen. MRI. Uhrzeit 21 Uhr. Aha, interessant. No joke, oder? Hey, kann es sein, wenn ich das Spiel nochmal lade oder so, dass dieselben Sachen sich erholt haben? Also, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn ich jetzt wieder laden würde, also ich speichere jetzt mit einem Rucksack oder so, oder weil ich eine Tür irgendwo aufgemacht habe, und dann komme ich wieder zurück. Es sind dieselben Gegenstände wieder am selben Ort, aber ich kann nicht die wieder looten. Moment, das muss ich. Wenn ich jetzt weiter vorgehe zu dem, also ich möchte jetzt eigentlich nach vorne gehen in diese Richtung. Ich muss es so erklären, weil ich muss pausieren, weil die Zeit läuft so schnell ab und ich habe wenig Zeit in dem Spiel, dass ich überhaupt, ich habe nur eigentlich über die Nachtzeit Zeit, dass ich diese Muses, also ich hasse dieses Wort Mus, diese Elche auf gut Deutsch fange und ich brauche nur noch einen Elch, den ich abmurksen muss leider und dass ich mir Stiefel machen kann und das wäre es dann. Dann könnte ich mit der Story hier beenden, aber das ist so ein leidiges Thema, dass man ganz kurz noch einen Livestream hält, nur für den Schmarrn. Und ich habe mich gestern, glaube ich, 10 Tage damit, im Spiel selber, 10 Tage, habe ich versucht, diese Elche zu fangen. Und ich habe es einmal geschafft und ich hätte noch einen gebraucht und einer wäre gewiss noch irgendwo zu finden gewesen. Aber mir war kalt und ja, der Typ hat halt gehungert und so. Und ihm war kalt, gehungert und ich musste halt zurück zum Zug, auf jeden Fall. Und, dann war schon wieder Tag und ja, es war, glaube ich, meine erste und letzte Chance, dass ich die überhaupt fangen habe können. Ah, hier geht auch schöner Wind rein, wunderbar. Das ist eigentlich leicht warmer Wind, was hier reinkommt. Nice, nice, nice. Ah, ihn friert gleich wieder. Schlafen möchte auch, sonst geht ihm so schnell die Ausdauer aus. Haben wir Holz dabei? Nö. Also nur Zeug. Ihr Wolfsratten. Scheiß drauf. Hier ist das Maria. Nee. Passt. Ich dachte, man kann nochmal looten, wenn man das Spiel erneut lädt, wenn man ins Menü wieder reingeht und dann lädt man wieder das Spiel, dass man dann wieder alle Sachen neu looten kann. Nee, kann man leider nicht. War einfach nur so ein Gedanke. Gibt es aber in den meisten Spielen so. Wenn man wieder reingeht in den Server, dann hat sich alles erneuert oder so. Ist jetzt bei dem Spiel leider nicht so. Alles reinklatschen, was wir haben. Wie war das nochmal mit Quadrat hier im Spiel? What the fuck? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich wieder, genau das ist der Fehler in dem Spiel. Man muss X wählen, Quadrat, damit alles wieder zurückswagt. Hier. X, das ist so dämlich gemacht. Wenn du einmal Quadrat zuerst drückst, dann macht der randomize, nimmt einfach irgendwelche Sachen und schmeißt es einfach ins Inventar rein. Das ist so dämlich. Ich könnte mal das Feuer anmachen. Also dazu brauche ich erst was. Hier schon mal geht nichts. Brauche erstmal ein paar Latten am. Brauche erstmal ein paar Latten. Ja, ist ja gut. Hier, bitte sehr. Da könntest du mal die Tür von dem Waggon da ein bisschen zumachen, aber ich weiß ja auch nicht, was mit dir los ist in deinem Schädel. Vielleicht festgefrorenes Ding oder so. Weiß nicht, warum er das so macht. Muss ihm wohl Spaß machen zu frieren oder so. Ja, haben wir nichts. Was ist das? Haben wir gleich gar nichts.
Warum stoppt immer diese Mucke dann? Stoppt das ganze Spiel. Ich finde es ja gut. Es ist auch nicht schlecht, weil du kannst mal im Inventar aus Versehen hängen bleiben und du brauchst ewig lang zum Sortieren oder sonst irgendwas. Ne? Da können wir noch was Neues reinhauen. Die haben wir schon. Dann haben wir das rein. Go. Okay, da ging das nicht mehr rein. What the fuck? Schon voll. Richtig? Wow. Ja. Okay. Dann kommt es hier rein. Die Batterie. Schaut immer aus wie irgendwie so eine komische Dose, wo du oben drauf drücken musst oder so. Und dann kommt das Pulver rein und dann schüttelst du und dann. Das ist so ein Mist halt, ne? Was ist los? Ich hab's immer komplett ins Hirn geschissen, Junge. Das Holz lassen wir jetzt mal drin. The batteries. Das ist okay, komisches Nebengeräusch irgendwie. Die 3 Klang. Da machen wir auch mal halbe. Einfach das, was drin ist. So, passt. Da haben wir doch was. Da ist uns irgend so ein Viech wieder auf die... Können wir das überhaupt noch reintun hier? Oh. Falsches Ding, falsche Kiste schon wieder. Ich krieg die voll Rappel, Alter. Oh, mach halt alles rein. Oh, das ist dieses Gefrage, wie man auch so sein kann. Warum habe ich die Kiste hier hingestellt? Die gehört eigentlich oben, aber leider konnte ich das nicht ändern. So, jetzt habe ich wieder Durst. Suffi. I'm starving, my friend. Wir lassen Powder mal raus hier. Wie war das nochmal? Was braucht man dafür? Oh, einmal Wood noch. Okay, no problem. Einmal hat er gesagt. Was? Einmal für das ist ein Scherz. Oh mein Gott. Aber dafür habe ich 1 Kilogramm rausgewonnen. Okay, das nehmen wir dann später. Ja, Holz ist wirklich, das ist... Wenn du Holz nicht hast, dann schaut es schlecht aus, ne? Holz geht hier gar nichts. So, ein bisschen pennen. Ja, eigentlich will ich ja nicht pennen, ich möchte eigentlich auf Elchjagd gehen, ne? Das ist so echt 1:29 Uhr. Kriegen wir da überhaupt was gebacken noch? Ja, bis ich da hinten bin, das dauert ewig. Oh, was haben wir hier? Unser Endgame. Alter, ich bin gut drin, oder? Ich habe gesagt, wir müssen in diese... Oh, das ist ein Reh. Oh mein Gott, das ist nur ein Reh. Ich hasse dich. Lauf. Ich hasse dich. Herrlich. Aber da ist auch schon Endgame, da geht es nicht mehr weiter. Alter, wie will der bitte den Zug weiterfahren? Hier geht es ja gar nicht mehr weiter. Lass mich das nochmal erklären. Wir bauen jetzt eine Maschine zusammen, damit wir abkoppeln die paar Dinger und dann fahren wir weiter, ne? Jetzt ist hinten und vorne sind die Gleise sind vollgeschneit. Wie kommt denn der da durch? Das ist aber das Ende vom Spiel dann, weißt du, wie ich meine? Wie soll das funktionieren? Ja, das kapiere ich jetzt auch nicht ganz. Aber Elche soll ich hier, weißt du, verstehst? Für meine Schuhe töten, für die Trophäe. Und wie ihr seht, nichts. Nichts, jo. Kein einziger Elch. Das Spiel ist entweder verpackt oder so. Das ist echt schade. Also wieder ein Reh. Komm schon.
fix, das gibt's einfach nicht. Oh, da drüben ist noch eine Hütte. Oh, müssen uns da noch warm. Ein paar Steinchen suchen. Die haben wir natürlich jetzt nicht mitgenommen, oder? The mother in hell. Ah ja. Gibt's nicht mal mehr Steine hier? Das ist so richtig lame. Du willst da ein Lagerfeuer machen, weißt du, wie ich meine? Friert ja nur permanent. Keine Elche, keine Steine. Das ist echt für den Arsch. Ja, wenigstens haben wir Feuerholz. Oh, hier waren wir schon mal, oder? Ja, hier liegt das Kraut noch rum, Alter. Hart. Mal schauen, ob ich da oben schon einen Ofen habe. Oh, leider nicht. Oder? Oh, das ist nur ein Bett. Ja, dann schlafen wir hier ein bisschen. Ja, auch nicht schlimm. Ja, es gibt keine Elche. Es ist unglaublich. Ich finde keinen einzigen Elch. Es ist echt sehr, sehr nervig, das Spiel. Du musst die Chance ergreifen. Oh mein Gott, jetzt friert es ihm wieder. Es ist so nervig. Hau rein, Junge, wird er vielleicht warm. Was ist hier drin? Oh, Alter, hier brauchen wir noch nicht. Es geht. Wäre es hier wärmer gewesen? Nee, minus 3,8. Ja, wir müssen wieder zurück. Ich habe kein Elch gefunden. Das ist noch ein Hase, was da draußen rumläuft. Ja, wo bist du denn? Oh! Komm her! Komm her! Du wolltest was von mir? Das Spiel laut. Da willst du mich verarschen oder was? Die mich aufgesucht? Alter, was ist denn heute los? Multikill. Ja, sind alle Wölfe tot. Und wieder kein Elch. Aber die tauchen echt nur in der Nacht anscheinend auf. Aber das weiß ich eben nicht. Also es war nur Zufall, dass ich die Nacht getroffen habe. Ich hoffe, dass die täglich natürlich auch da sind. Und das macht ja auch echt keinen Sinn, weil Elche sind ja wohl nicht dafür bekannt, oder Mooses, dass die ja irgendwie Nachttiere sind. Die sieht man ja auch in Kanada einfach so rumlaufen, wie es nur gerade geht, oder? Also wollt ihr mich verarschen in dem Spiel oder was? Deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die auch täglich zu sehen sind. Deswegen mache ich mir jetzt da keinen Kopf. Also ich muss jetzt erstmal zurück und mich ein bisschen aufwärmen. Hier gibt es keine Steine, sonst hätte ich hier ein Lagerfeuer gemacht. Schon wieder 3 Wölfe umgelegt, Alter. Was ist hier los in dem Spiel? Naja, in 9 Tagen sterben die so oder so durch die Supernova da mit den 60, mit den Super Blizzard wollte ich schon sagen, oder? Wie sagt man dazu? Kälte Blizzard. Hinten steht wieder ein Wolf. What the hell? Hä? Warum liegt hier noch Fleisch rum? Das ist ein Stein. Ich glaube, jetzt habe ich einen Stein gefunden. Ich glaube, ich hänge. Da ist auch ein Stein. Was ist denn jetzt los? Hat sich das Spiel rebootet oder was? 2 Steine werde ich noch brauchen. Dann könnte ich hier noch ein Lagerfeuer machen. Nee, ich muss zurück. Das hilft nicht. Ich muss ja früher mal. Zurück zum Batmobil. Ja. Ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt auf einmal will ich Steine finden. Das ist Holz. Ja, chillt. Ich brauche nichts von euch.
Ich muss mal angewöhnen, Alter, immer 4 Steine dabei zu haben, verdammt nochmal für ein Lagerfeuer. Kein Elch. Weit und breit kein Elch. Entschuldigung. Oh. Oh, wie frische Luft kommt jetzt noch in den Raum rein. Ja, oder ist es einfach nur kalt und ich erkälte mich. Da drüben übrigens, also in diese Richtung ist noch die einzige Chance, wo ich noch nicht geschaut habe. Aber ich weiß, da geht es nur noch zu einem Gebäude hin und das war es auch schon. Ja, wieder zu, ja, den rupfe ich jetzt raus. Der hat sich definitiv wieder recovered hier in dem Spiel, der Stecker. Wo ich gestern schon gesagt habe, was ist denn da los? Warum steckt der so komisch? Also diese Steine lassen wir jetzt definitiv in unserem Rucksack. Nehmen wir jetzt immer 8 Stück mit. Weil Holz gibt es meistens vor den Hütten. So, jetzt haben wir 8 Stück, oder? Und die lassen wir jetzt auch im Inventar drin. Scheiß drauf, ob die 2,4 wiegen. Das ist mir nämlich zu dämlich hier. Mach mal voll deinen Magen. Ein bisschen Holz mitbringen. Branches. Wer hat in die Hosen geschissen? Wer hat Brandschiss? Ja. Oh, dann noch ein Steckerle. Lecker Steckerchen. Oh, jetzt wird schon wieder dunkel schön. Wunderbar. Perfekt. Erstmal ein bisschen Wasser hier. Passt. Taugt. Oh fuck, oh shit, oh, das war war nicht so schön. Ich wollte eigentlich auf das Fleisch tippen, aber da bin ich jetzt ein bisschen abgerutscht. Jetzt muss ich hier leider wieder einen Stecker rausnehmen. Das ist jetzt wieder... Ja, das Gewürm kommt auf jeden Fall hier mal rein. Falsches Gewürm. Gedärme meine ich natürlich. Gouts. Medium roh. Wo geht's hin? Ach, das behalten wir, oder? Das nehmen wir. Ja, gut. Ja, nehmen wir mit. Das bleibt auch drin. Das muss noch weg. Eigentlich nur noch das. Und Wasser braucht noch ein bisschen. Geht's noch? Wow. Holy shit. Da ist einiges los. Alter, da könnt ihr jetzt in der Kiste mal richtig reingehen, weißt du, und dann so richtig ausschlafen. Eine richtig so pelzige Kiste. So, wir gehen wieder auf Elchjagd. Ach, speichern brauchen wir ja nicht. Erstellen müssen wir auch nichts mehr. Wir haben unsere Geräte. Ach, das ist so schön, dass das einfach stoppt, das Spiel. Das ist wunderschön. Weil man weiß ja eigentlich, was man hat, aber da man ja über einen Controller spielt, diesen Kerl da auf gut Deutsch, dann muss man ja noch fungieren. Also das macht schon Sinn, aber es ist ja ein Single-Spiel, deswegen Solo-Spiel. Das ist das, was wir brauchen für unseren... Was ist das für ein Geräusch? Ist das mein Computer gewesen? Das hat bei mir geklingelt. Warte mal schnell. War doch nicht um 4:30 in der Früh. Nö. Kein Licht. Oder was war das für ein Geräusch? War das gerade meine Festplatte dann? Oh ja. Das ist, glaube ich, meine Festplatte, die gerade überprüft wird. Definitiv, ja. Das Disklaufwerk war's. Oh mein Gott, da ist doch nichts drin, oder? Ich hoffe nicht. Ja, der überprüft gerade meine Festplatten und den ganzen Scheiß jetzt. Ich dachte schon, kann doch keiner klingeln. Ich bin doch nicht so laut oder so. Ja, schon lange nicht mehr eigentlich. Das Radio. Zusammengeflickt. Ja, was ist denn halt los?
Gut, ich gebe zu, ich habe gestern, wo ich noch Simpsons geschaut habe, eine Stunde lang, das war so Chips und Gelee-Bananen. Was war es noch? Das war eigentlich alles. Ja, einfach Schokoladenchips auf gut Deutsch zu machen draus, aber Schokoladenchips eigentlich draus zu machen. Und so bin ich halt dann langsam eingeschlafen. Das war eine Handvoll Chips und 3 Gelee-Bananen, das war alles. Und so bin ich eingepennt dann. Als ich wieder aufgewacht bin, ging es irgendwie bei Simpsons irgendwie so darum, da hat doch dieser eine äh, Saxophonspieler, der hat angeblich einen Sohn. Und so bin ich aufgewacht und ich so, hä? Dann sah ich das und so habe ich halt pausiert. Mal schauen, wo ist es denn überhaupt? Genau, da stehen sie jetzt gerade vom. Da ging es um einen Jingle oder so für die Lotterie. Das ist ja sowieso so geil. Das mit dem Lotto. Gestern wollte ich auch mich für Lotto mal wieder anmelden und habe herausgefunden, dass das 6 Jahre her ist, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich habe da nicht gespielt. Da ging es darum, dass ich meinen Ausweis noch herzeigen musste. Und vor 6 Jahren war es so, genau da war eben das Problem, dass mein Ausweis gerade im Rathaus oben war und habe eigentlich nur einen Ersatz bekommen, eine Bescheinigung. Ich so, ach, da müssen wir noch warten. Und dann habe ich 2 Wochen auf meinen Ausweis warten müssen und dann habe ich die Lotterie vergessen. Und seitdem bin ich da angemeldet, aber habe nie gespielt. Und jetzt ist so, letztes Jahr habe ich meinen Ausweis erneuern müssen. Und ist ja egal. Jetzt ist halt so, die haben mir so geschrieben, das war 2019, dass ich da genau, meine Bankverbindung hat 1 Cent bekommen und dafür das Passwort steht jetzt da drauf, auf praktisch am Verwendungszweck. Problem ist, 2019, genau da, bin ich zur Volksbank gegangen. Das ist dieser Übergang von, also die ersten 3 Monate habe ich die Bankauszüge. Dann habe ich die nächsten 3 Monate, wo das mit dem Lotto war, habe ich nicht. Aber dafür habe ich alles nachdem, also praktisch seit Juli August, glaube ich. August 2019 habe ich bis jetzt alles an Auszüge. Ja gut, seit letztes Jahr nicht mehr direkt auf Blätter, sondern eigentlich nur noch online. Aber das habe ich alles, weil ich habe das sortiert letzte Woche und alles durchgegangen, bürokratisch und diese Versicherungen und alles. Und ich weiß, von was ich rede. Und genau dieser Part fehlt. Da wo diese, verdammt nochmal, ich kann mich bei der Lotterie jetzt nicht mehr anmelden. Also ich kann eigentlich nur noch das mit Videochat machen, dass man dann überprüft, okay, hier ist meine Karte, das bin ich, bla bla bla. Aber das ist so Video-ID oder wie das heißt. Nicht so mein Ding. Viet-ID, glaube ich, heißt das. Das ist nicht so mein Ding. Ja, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Aber lohnt sich das Lotto-Spielen, weißt du schon so. Ich habe damals in meiner ersten Firma, wo ich da drin war, da habe ich als Maurer habe ich da ein bisschen Lotto gespielt, ein halbes Jahr. Und da habe ich, glaube ich, ein paar Groschen rausbekommen. Ich glaube, das waren so 21 Euro mal in dem halben Jahr. Aber das war alles. Und ich so, ha, du hast schon mehr ausgegeben, ne? Ich glaube, war wöchentlich über die Bildzeitung war das auch immer so. Das habe ich nebenbei mitgemacht. Aber das waren so gute 10 Euro, glaube ich, was ich da pro Woche ausgegeben habe. Für einen Tipp und dann war da, glaube ich, noch irgendwas über die Bildzeitung. Aber das war, glaube ich, nur einmal monatlich. Also da habe ich dann schon einen Haufen Kohle ausgegeben für ein halbes Jahr. Wenn du sagst, ein halbes Jahr, dann spielst du mal deine 20, sagen wir mal 20, das sind 30, sagen wir 30, 300 Euro habe ich verzockt. 300 Euro habe ich verzockt und 21 Euro habe ich rausbekommen. Genau. Deswegen ist wahrscheinlich, naja, ist so mein innerliches Ich, dass ich mir nicht sagen möchte, dass ich es bleiben lassen soll, verneint das irgendwie und sagt es mir aber nicht, aber verneint es irgendwie. Das ist so, du schaust hin und willst auf Akzeptieren klicken, aber irgendwie hält dich irgendwas zurück. Und du weißt, das ist dein inneres Ich, das will bloß nicht sagen, lass es bleiben. Weil sonst kommen wir in Konflikt, dann tippst du erst recht drauf, deswegen sagt es nichts. Und deswegen lass das bleiben. Wa? Und so ist es jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch gerade mit dem Lotto. Ich tendiere jetzt schon seit 3 Tagen umeinander auf gut Deutsch, ob ich spielen soll, ob ich es nicht mache. Soll man lieber doch bleiben lassen. Jedes Mal schalte ich dann die Seite weg, wo ich mir denke, es liegt eigentlich nur noch an dem. Zeigst es her, kannst dann spielen. Aber was machst? Du willst jetzt sparen eigentlich, ne? Lohnt sich dies? Ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte ich vor 3 Tagen einfach Ja gesagt. Vor 3 Tagen war aber Silvester, also auf gut Deutsch, ich glaube wohl kaum, dass da jemand an das Viet-ID da hingeht. Und ich so, okay, dann lass was bleiben. Aber hätte ich das gemacht, höchstwahrscheinlich wäre sogar jemand da gewesen von dem professionellen Team, die gesagt hätte, okay, ich helfe dir jetzt da mit dem Personalausweis und etc. Und hätte dann höchstwahrscheinlich da gespielt an demselben Tag und am 1.1. auf gut Deutsch, also gestern, wäre dann irgendwas gefallen oder so und ich hätte gewiss was gewonnen. 100 Pro, aber das steht nicht mehr in den Sternen, das ist ja schon abgelaufen. Aber könnte, hätte ja sein können. Hätte. War es aber nicht. Ich habe nicht gespielt. Also, wo wollen wir jetzt hier nochmal? Vielleicht sollte man einfach hier mal anmachen. Be on the internet. But we are gonna sue you.
We don't own the rights anymore. We sold them to a powerful consortium including Nike, Lay's Potato Chips, Turkish oligarchs, and Evil Corp. His hologram's been on tour in Europe. I've been so lonely since the day I was born. Ja, okay. Zahnfleischbluter hieß der, ne? Ich bin nur aufgestanden und dann waren das so 3 Minuten, was ich geschaut habe und ich so, hä? Der Zahnfleischbluter da, der hat einen Sohn. Ach, okay, alles gut. Jetzt haben sie einen neuen Charakter bei Simpsons wieder reingebracht. Vor 5 Jahren, wo diese 33. Season rauskam. Die höchstwahrscheinlich gerade mal die Deutschen jetzt erst anschauen können. Oh ja, und ich schaue mir das gerade jetzt erst an, weil ich seit ein paar Jahren Simpsons nicht mehr geschaut habe. Und habe gerade gesehen, 36 Seasons gibt's. Und ich bin hängen geblieben bei der 31. oder 32. Aber ich glaube, die 33. kam 2021 raus. 22. Und die Übersetzer, die brauchen ewig lang, oder lizenztechnisch bei Amazon brauchen ewig lang, bis man das schauen kann. Und die sind jetzt gerade bei Season 33, 34, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut. Ich bin einfach bei 33 weitergegangen, weil ich ziemlich sicher war, dass ich die 32 ja schon kenne. Oder besser gesagt, die war schon gezahlt, sagen wir so. Deswegen bin ich mit 33 weitergegangen. Und die kenne ich eben alle noch nicht. Aber ich denke, weil ich weiß, dass es die Season 36 schon draußen ist. What the fuck? Naja, lass mal weitermachen hier. Cheers, Pie, gute Nacht. Ist schon hart, aber jetzt denk mal so, die Deutschen schauen ja jetzt gerade die Season 33 und ich schaue das immer noch auf Englisch, obwohl ich es auf Deutsch auch schauen könnte. Tu's aber nicht. Ist verrückt. Ich könnte die 36. schon anschauen, wo die anderen in Deutsch, in der Übersetzung, im TV selber erst die 33 sehen. Das ist die 36, die ist jetzt aktuell letztes Jahr fertig geworden. Oder vielleicht, ja, letztes Jahr fertig geworden. Die Deutschen schauen von 2021, schauen die jetzt Simpsons an. Das ist so, wo leben wir? Also, dass wir Deutschen so weit hinterm Mond leben, das wissen wir ja mittlerweile mit unserer Bürokratie und das, aber so dermaßen hinterm Mond. Gibt es ja diese Livestreaming-Dienste, ne? Aber es gibt halt alte Leute, die keinen Computer haben oder Laptop oder so, ne? Und die wissen das halt nicht. Und die denken halt so in der Richtung, okay, die schauen so einen Schmarrn sowieso nicht an. Vielleicht, keine Ahnung, es gibt vielleicht noch lässige Omas und Opas, die sowas anschauen, mag sein. Aber ansonsten. Okay. So, wir haben alles, oder? Bisschen Wasser wäre schon noch recht. Ja, das kriegen wir, okay, wir können, aber wie gesagt, Elchjagd, das ist jetzt wichtig. Wir haben noch 8 Tage left. 8 Tage, um Elche zu fangen. Gesundheit haben wir dabei, falls was sein sollte. Und es geht eigentlich nur noch in diese Richtung, um Elche zu finden. Diese Muses. Wie gesagt, da hinten gehe ich nicht mehr hin. Das war der größte Fehler. Da bin ich jetzt schon zweimal dort gewesen und die sind da nicht mehr aufgetaucht. Also muss man hier schauen. Ich brauche nur noch einen. Einen muss ich leider noch abmurksen. Ganz schön laut hier. Schluck auf oder wie? Oh, ich krieg gleich was am Hals weh. Wow, hat einfach aufgehört. Ich höre nichts. Kein Stein, kein Brett. Oh. Da ist was. Oh nee, wieder den Stein, oder? Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Komm schon, ich finde aber auch nichts hier. Da ist eine Bude, das ist unser Zielpunkt. Ich höre hier was. Ich glaube, das ist wieder unten drin. Das ist so ein Bug irgendwie in dem Spiel. Dass Tiere einfach in dem Feld. Oh, scheiße, da gehe ich glaube ich nicht runter. Ich weiß nicht, kann man sich was brechen in dem Spiel? Ich glaube schon, oder? Ich riskiere es mal lieber nicht. Naja,
Ich glaube, die ganzen Elche sind hier alle irgendwie in den Blocks hier drin. Und wie ihr gestern schon gesehen habt mit den Bären, der ist ja auch hier drin. Das ist ein Häschen. Ja. Ah, da ist auch eine Hütte. Auf der Karte ist die Hütte gar nicht verzeichnet. Alter, da gehen wir mal hin. Krass. Die Hütte ist nicht verzeichnet. Wird schon Massenmörder drin leben, Alter. Der uns richtig abcasht. Ich abzieht. Hallo. Sie da drin. Hallo. Alter, die Hütte ist nicht eingezeichnet auf der Karte. Wird schon Grund haben, oder? Ich bin hier, um all ihr Zeug und Hab und Gut zu stehlen. Hängt das Spiel schon wieder, oder was? Das könnte... Ne, das wird jetzt nicht unser Nachtlager. Oh, schon krass, Alter. Die Hütte ist nicht mal verzeichnet. Macht er nicht, wenn ich hier Hab und Gut jetzt hier bestehe. Das können wir uns aufheben für Steak, aber für das weiß ich jetzt noch nicht. Wuff, wuff. Ja, no joke, oder? Delicious dog food. Ha. Ja, dann heben wir das auch ein bisschen auf. Meine Fresse. Immer diese Weed-Sachen hier. Ja, die heißen Herb. Jetzt bei Resident Evil oder was? Oh, wieder minus 16 Grad schon. Gestrige Temperatur war minus 20, glaube ich, war das Maximale im Minusbereich. Im Koffer, auch nicht schlecht. Shirt brauchen wir nicht. Haben schon was Besseres. Up the damn door. Schlafen bei minus 8,7 Grad, ne. Oh, uns friert bald wieder. Wir müssen weiter. Scheiß drauf, ne. Da müssen wir noch reinschauen. Federn interessieren mich nicht. Habe ich Federn mit eingepackt? Let's go, let's go, let's go. Da war eh nichts mehr. Ja, da ist noch was und hier ist noch was. Verdammt nochmal. Ja, ich weiß, jetzt geht's wieder los mit dem Frieren. Der Typ, der braucht 3 Stunden, bisschen draußen im Schnee und dann friert schon wieder. Bisschen Holz mit. Okay, bei minus 60 Grad würde ich höchstwahrscheinlich auch zum Frieren anfangen. Und ich meine, ich rede hier, weil ich habe das Fenster offen, der Ventilator läuft bald. Wir spielen dann Asphalt Legends Unite und dann wird es richtig kalt und meine Extremitäten, die haben auch ziemlich gut gefroren vor 4 Tagen, als ich den Livestream mit Asphalt Legends Unite hatte. Wo ich im Zimmer selber nur noch 1 Grad hatte. Das ist kein Scherz nebenbei. Ja. Wir müssen mal ein bisschen Drogen nehmen. Here we go. 88, okay. Komm schon, da muss doch irgendwo ein Elch sein, das gibt's doch nicht. Da ist ein Stein. Da sind Bäume, da ist wieder ein Stein. Das ist ein abgefuckter Baum. Das gibt's einfach, wo sind die Elche? Ich habe gestern so Gaudi halber gesagt, das kann schon sein, dass die irgendwie außerhalb von der Map irgendwo einfach spawnen oder so. Oh, wie schön das hier wird. Ist das ein Fuchs? Ja, es ist ein Fuchs. Kommt schon, da müssen noch irgendwo Elche sein. Einen brauche ich noch. Ich sage, hätte ich am 8. Tag, wo ich diese Elche getötet habe. Alter, jetzt haben wir nur noch 7 Tage Zeit, bevor alles zu Bach und Grunde geht. Oh, wieder nur ein Reh. Hätten wir da den 4. noch abgemurkst, bevor ich zum Zug gegangen bin, weil es mir so kalt war. Fuck. Das ist echt ein Witz. Echt mies, Mann. Hätte ich das nur getan. Cooked Potato. Aber braucht halt Wood. Aber haben wir auch mal probieren. Sie haben keinen Platz mehr in ihrem Inventar. Was geht da draußen? What the fuck? Ich sehe es nicht. Hallo? Ach, ein Reh.
Das ist Wolf. Ja, komm schon. Das gibt's einfach nicht. Nee. Wieder kein Glück mit Elchen. Plank it up. Scheiße ist das, wirklich. Richtig mies. Eckig habe ich nicht, oder? Halt, wir können ja 3,75 Liter oder was mitnehmen, ne? Jetzt juckt es mich wieder hinten. Die schaut aber nicht gesund aus irgendwie. Okay, ja, das soll eine angebrutzelte Potato sein, wollte ich schon sagen. Potato. Alter, dass der Nährwert dann gleich auf... Das ist so... Und das Doppelte an Gewicht. What the fuck? Also eigentlich hast du daraus nur gewonnen, dass 50 Sanity, okay, ja, Sättigung eigentlich, dass du 50 Punkte mehr bekommst. Weil ist ja 100 sind 200 und weil das doppelte Gewicht dann hat, ich weiß nicht wie das geht, eigentlich weniger Gewicht haben sollte danach, weil das Wasser verdunstet, aber hat dann 50 Punkte mehr. Und das Wasser verdunstet, kriegen wir hier wieder minus 5% Hydration, you know. Das ist shit. Warum wiegt die dann doppelt so viel? Sind da Giftstoffe jetzt drin oder was? Was hat er Botox bekommen oder warum wiegt die jetzt doppelt so viel? Und ich verstehe ja, dass die Sättigung vielleicht besser dann anläuft, aber deswegen muss ich ja wieder ein bisschen was trinken dazu. Aber warum wiegt die doppelt so viel? Fuck, das ist beim Fleisch dasselbe Schmarrn. Können wir so ein Gericht kochen? Nee, ne? Ja, weil hier, oh ja, Öl würde noch fehlen. Alter, Meat Pie. Schaut aus wie ein Stück, ich will es jetzt nicht sagen. Öl wird man noch brauchen. Mal schauen, was wir in der Bruchbude hier finden. In der Bruchbude de la Casa. Pure Chocolate. Der Jockey. Also mit deiner Herbs dabei. Können wir das Herb mal verbrauchen hier? Und der Herbal Tea gibt uns plus 22. Und das gibt uns 25. What the fuck? Aber es gibt uns ein bisschen Leben zurück. Mhm. Dafür brauche ich ganz schön viel Zeug. The fuck, kein Space. The hell that shit. Let's go sleep. Leck mir doch am Arsch. Ja. Was, das hat dann nicht ausgelangt? Ja, gehen wir gleich nochmal was dazu. Ja, 6 Stunden. Oh, wir müssen schauen, dass wir das... Wir haben nicht mehr viel Zeit, ehrlich gesagt. Langsam laufen wir mit der Zeit aus. Es ist nur die Zeit, das ist mein Problem. Würde ich jetzt dort den weißt du, verdammten Elch endlich mal finden, dann wäre es kein Thema mehr. Dann können wir mit der Story weitermachen, aber geht nicht. Uns läuft die Zeit aus. Bei 28 Tagen ist Feierabend. Da ist Schluss. Da ist Game Over, das Spiel. Dämlicher, echt dämlicher. Das Einzige, was ich noch machen könnte, weil die Spielstände so optimal sind, ich könnte eigentlich zum letzten Spielstand, weiß der Teufel wann das war mit den Elch, 8. Tag vielleicht oder so, könnte ich zurückgehen. Warte mal, ich schau mal ganz schnell. Wäre das möglich? Es sind nur 5 Speicherpunkte und das war gestriger Abend. Dammit! Scheiße. Gestriger Nachmittag, Entschuldigung, Nachmittag. Na gut, haben wir schon verkackt. I'm starving, my friend. Okay, dann haben wir die jetzt einfach mal weg. Wunderbar. So, und schon hätten wir wieder Platz für den eventuellen Elch. Das können wir dann auch mal wegschmeißen, oder? Aber lassen wir mal erstmal drin, bis wir Übergewicht oder so erreicht haben. So, alles gut. Dann auf eine neue Suche, würde ich mal sagen. Harakiri! Harakiri. Was war das? Elch wieder?
Spitz, komm raus, du bist umzingelt. Oh, Wolf, 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 Wolf. Tschüssi. Muss da irgendwas an. Ich gehe jetzt absichtlich da immer drauf, weil die 3 anderen, wo ich gefunden habe, die Elche, die waren auch immer außen irgendwie komplett am Rand. Oh. 7 Tage left, Alter. Ich muss echt schauen, dass ich da irgendwie den Elch noch finde. Ein Elch, Alter. Nur ein bekloppter Elch. Musi, Musi, Musi. Das ist hier weit und breit nichts. Wolf. 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 Oh oh. Okay, her. Okay, her. Alter, ich glaube, ich habe einen Elch gesehen auf der linken Seite. Ui da. Oh, es ist ein Reh. Ich hasse euch, Rehe. Verpisst euch. Alles ist da, bloß die Elche nicht, ey. Das kann's nicht sein. Was ist denn das für Kapuff hier, ey? Ach, komm her, Junge. Einmal stechen. Jawohl, und Tschüssikowski. Tschüssi, mach's gut. Mitten in der Fresse, ne, weißt du. Da würde ich auch sagen, ich hau jetzt mal ab. Komm schon, komm schon. Gibt's doch nicht. Jetzt gehen wir so oder so schon wieder in die falsche Richtung. Also auf gut Deutsch, der Zug ist hier. Oh mein Gott, wir gehen schon wieder viel zu weit vom Zug weg. Wie viel Holz haben wir denn? Nehmen wir noch ein bisschen was mit. 4 Steine haben wir noch für unser Gedöns. Okay. Also 2, 3 Tage gebe ich mir hier noch und dann ist Feierabend, Alter. Aber wir müssen mit der Mission ja auch noch irgendwie weitermachen. Vorbereitung haben wir zwar getroffen. Das gibt's nicht, Alter. Häselein. Ich finde ja nicht mal einen Bär mehr. Ich glaube, da läuft noch irgendwo ein Elch rum. Nur ein einziger Elch. Jetzt sind wir eh schon wieder am Ende der Karte. Wahnsinn. Hinten ist noch so ein Kapuff. Nichts. Einfach nichts. Sind die Schienen schon wieder? Alter. Wollt mich doch verarschen, oder? Da waren wir gestern auch schon. Jetzt ist 1,5 Tage sind hier rum. Auf der linken Seite schon wieder so ein Rentier. Ach, wo sind denn die Elche? Das gibt's nicht. Ach, das ist das eine Haus, oder? Das Doppelstockding, da liegt da voll im Schnee drin. Na, schauen wir mal. Ja, das ist die Bude. Oh, das sind auch keine Elche, deswegen lohnt sich gar nicht da weiter hinzugehen. Aber da habe ich einen Haufen Holz, glaube ich, zurückgelassen. Schauen wir mal, ob das noch so ist. Holz, Steine. Die Bude habe ich schon ausgeraubt, oder? Wie sich das anhört. Gelootet, oder wie man so schön sagt. Ja, bis zum Bett habe ich es noch geschafft, aber dann hat es angefangen, dass mir ein bisschen gefröstelt hat gestern. Mit Schokolade, Parker, Workboots. Ach, da habe ich gute Kleidung anscheinend gefunden hier drin. Halbzeit, sonst fröstelt es uns wieder. Ja gut, gehen wir. Lassen wir die Steine mal da. Oh, ich höre was. Ist das ein Wolf? Wo kommt denn das jetzt her? Weißt du, das Geräusch, das erinnert mich so daran, als wäre unter der Erde jetzt hier wäre irgend so ein Viech. Wie hier. Was soll denn der Scheiß? Was soll das sein? Soll das ein Baum sein? Ich
Ich höre doch irgendwas hier. Es würde sich irgendjemand versuchen, hier unter der Erde hervorzubuddeln. Ne? Ja, ja. Irgend so ein... Oh. Gehen wir mal hier weiter. Alter, jetzt haben wir die Hälfte von der Karte schon, sind wir abgegangen in 1,5 Tagen. Holy fuck, und ich finde kein Elch. Also wenn, dann kann es eigentlich nur noch außerhalb der Karte irgendwie sein oder so. Wenn wir gleich das blaue Wunder erwarten, oder? 20 Wölfe auf einen Schlag. Ja, ja. Leck mir doch Arsch, hat er gesagt. Hier oben wird ja doch nichts sein, oder? Oh, 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 geht das? Geht ganz normal. Ah, das ist das Windgeräusch. Ich glaube, das ist eher der Schnee oder so, der das komische Geräusch macht. Kein Elch. Kein Wolf. Aber solange man da die Äste da sieht und die, sagen wir mal, die Steine, dann weiß man, okay, in der Zeit könnte da auch was anderes auftauchen. Deswegen schaue ich schon, dass immer was da liegt. Nicht, dass irgendwie, ich weiß nicht, die Konsole sagt, ich kann dir nur gerade mal 20 Meter Sicht geben. Aber der gibt dann schon 100 Meter ungefähr. Gute 100 Meter. Oh, es sind schon mehr. Da hinten sehe ich auch schon was. Wolfi, na, Baumstumpfi, okay, fehlerhaft. Hase. Hase. Oh, wieder ein Tier. Oh, es ist einfach nur ein Renntier. Ich hasse dich, du Stück. Reh. Was sind denn deine Artgenossen? Was ist denn hier passiert? Straße, jetzt nichts. Jetzt wird es wieder so dunkel, obwohl es eigentlich Tag wird. Daher. Ach, wir haben Durst. Ups, sorry, habe ich nicht gesehen. Sauf rein, mein Freund. Hier frisst man zusammen hier die ganze Schokibar. Schokibar. Jawohl, auch rein. Nischt. Das ist übrigens die größere Area da auf der linken Seite vom Zug, kann man sagen. Wenn man nach vorne schaut. Oder in den Süden schaut. Ah, okay, da habe ich gestern nichts mehr geschafft. Ah, keine Bären auch nicht mehr da, ne? Ich habe alles gestern niedergemurkst. In der ersten Episode. 6 Stunden lang, okay. Das muss man sagen, 6 Stunden lang. Ja, aber auch, es wären weniger geworden. Das ist gewiss. Ah, genau, da habe ich gestern ein bisschen reingestochen, weil ich gedacht habe, da hinten steht einer. Ja, ja. Psycho. Hart. Ja, ich muss mir jetzt mal wieder ein bisschen hinlegen hier. Ich glaube, das Spiel, das ist zwar sehr gut, aber wenn mir nicht die Zeit auslaufen würde, das ist mein Problem. Dann wäre es ja nicht so schlimm. Oh, passt schon mitten auf dem Teppich. Warte mal, kommt da irgendwie? Ne, unten drin? Ne, oben drauf? Jawohl, passt, sehr realistisch. Holy shit. Taugt schon. So, ein bisschen Wasser. Das können wir da brauchen. Oh, okay. Ein bisschen Holz will ich noch brauchen. Schon alles geplündert, ja. Holz. Mal schauen, ob noch alle Latten dran sind. Ich habe gestern das ganze Holz hier schon geplündert. Ja, ich tue da schon nichts. Wow, bin ich jetzt erschrocken. Jetzt habe ich gedacht, da drüben steht Bigfoot. Irgend so ein Scheiß.
fange schon an zu halluzinieren. Hey, da ist ein Stein, wunderbar. Die Reise kann weitergehen, oder? Zweiter Stein, ja, wir können gleich schlafen. Dritter Stein, oh, jetzt läuft's aber. Jetzt wäre noch ein Elch eigentlich. Ein Elch will ich noch brauchen. Da wäre ich so zufrieden, dann könnte man die Story weitermachen. Ja, die Zeit läuft jetzt langsam aus. Leck mir am Arsch. Ein Steinchen noch. Selbst das ist schon schwierig zu finden. Ja, wir gehen ja gleich. Ja gut, das eine Steinchen werden wir schon finden. Gell, Häselein. Eine Bruchbude. Was ist denn jetzt wieder? Guten Morgen. Good morning, listeners. This is Voice of the North. Today in the Aurora Range, the morning starts calm, around -28. Light frost and a gentle Schaut ziemlich gut bei uns aus, ziemlich warm im Bett. wind by Heilige Scheiße. Nee, ich finde leider nichts mehr. Oh, mich juckt schon wieder. Oh. Schulterbereich. Sorry. Ich habe nur die Jacke an. Das heißt, das T-Shirt fehlt halt noch. Weiß nicht, was die da in den Stoff eingearbeitet haben. Asbest oder so. Asbest oder so. but this Müssen wir da irgendwas trinken oder so? Nee, nix, das lassen wir da mal. Schnickosch, für später. Pure Checkers. Purkers. Man, what the hell? Purekers. Okay, let's say Purekers. That's better. Oh, that's better. What the hell, dude? calm is deceiving. Forecasters are unanimous. Sleeping in the bed. Wird ein bisschen warm hier. Er möchte noch mal schlafen. Okay, dann schlafen wir noch mal. Oh mein Gott, die Zeit läuft uns aus. Ich sehe ja nicht mehr als das. Jetzt ist 24 Uhr, oder? Oh mein Gott. 19 Uhr. Jawohl, passt. Wir sind ausgebrannt. Ja. Kein Wasser mehr. Wir müssen hier wieder zur Station zurück. Diese Herbs, das Mehl. Tja. Letzter Versuch, würde ich mal sagen. Und dann sind wir so oder so die ganze Map schon abgegangen. Und dass die immer in der Nacht auftauchen, das glaube ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nur mein Fakt, wo ich gesehen habe, dass in der Nacht, dass ich die da getroffen habe. Wie wär's mal mit dem Vorderausgang? Der Hase macht's dir vor, oder? Letzter Versuch. Ich würde lachen, wenn es nur diese 3 Elche gegeben hätte und dass der letzte Stoff im Waggon noch ist, den ich jetzt öffnen kann, nachdem ich diese 8 Batterien gefunden habe. Da würde ich jetzt nicht lachen, aber ich würde stinksauer ehrlich sein, weil das kann doch keiner wissen. Ja, aber ich finde auch, ich weiß einen Bären noch. Einen Bären weiß ich noch. Und der steckt im Stein fest. Den habe ich schon 3-mal gehittet, dann müsste ich noch 6-mal hitten und dann war's das. Aber doch 2-mal hitten haut er der ab. Und den dritten, das war einfach nur Zufall, dass ich noch, aber fuck, den kriege ich halt nicht. Und der ist wurscht und das ist ja egal. Keine Wölfe, meine Fresse. Schaut schlecht aus. Ich glaube, da gibt es so ein Limit für Wölfe und die ganzen Viecher, die sortieren sich ja dann irgendwie neu in der Map. Das ist wieder eine Bruchbude. Also mittlerweile kenne ich schon jede Bruchbude. Hart. Weiter drüben gibt es noch eine kleine Teerstrecke. Gibt es einfach nichts. Es sind nur 3 Spots, wo die Wölfe sind.
2 Spots, wo die Bären sind. Da ist noch ein Bär. Oh, ich glaub's ja nicht. Junge, Junge, Junge. Habe ich dann vielleicht irgendwo Glück, dass hier Elche sind? Was ist das? Da ist auch ein Bär. Oh. Ein bisschen Ausschau halten. Okay. Halt. Letzter. Scheiße, der steht so weit weg und dann so. Alles gut, ich hau schon ab. Der hat mich dann schon bemerkt, ne? Elch wäre einfach recht. Junge, ist nicht mehr dein Territorium, lass es bleiben. Lass es bleiben. Ich sagte, lass es bleiben. Ich warte. Du bist derjenige, der wegläuft. Zeig mir den Weg, Junge. Keine Elche? Okay. Der Bär haut immer noch von mir ab. Wieder ein Bär. What the fuck? Oh, wir sind vielleicht in der Region, wo ich noch nicht war. Oh nein, nein, nein. Wieso friert's dich denn jetzt schon wieder? Warum? Wir sind doch erst gerade seit ein paar Stunden wach. Alter, wir waren komplett gewärmt. Alter, der Typ, ne, ey, das ist what the fuck. Was war das denn für eine Scheiße? Alter, ich glaube, wenn ich alles ausziehe, dann hätten wir minus 60 Grad schon oder so. Jesus. Ja, wir rennen eh schon auf den Zug zu. Mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ah, da unten ist eh schon der Zug. What the fuck? Ein Elch, verdammt nochmal brauche ich noch. Und wir sind, ohne Scheiß, ihr habt das jetzt gesehen im Livestream hier, ich bin die ganze Map abgelaufen. Eigentlich nur noch diese kleine Area, wo ich hier noch habe. Alter. Ja doch, das kenne ich schon, das Dorf. Das ist eigentlich die erste Station, wo man hier lang geht, weil da muss man die Karte holen. Wölfe, Füchse. Nichts. Das heißt, ich bin eigentlich nur auf der Seite drüben, aber wir können noch darüber gehen, ja, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir verlieren langsam ganz schön schnell an Geschwindigkeit und an Gesundheit und ein bisschen Leben. Leben soll ich schon. Ein bisschen Fressi braucht der Bub. Der Bub. Wäre eigentlich nur noch da drüben. Mehr kann ich nicht mehr geben. Und da waren wir gestern schon auf der Seite. Hier schaut's aus. Da haben wir eh schon alles geöffnet. Aber da waren wir gestern schon und da ist auch nichts mehr. Ich gehe mal ganz kurz in die Richtung, ein bisschen reinschauen. Ja genau. Da ist die Straße. Ah gut, da gehen wir dann mal lang. Vielleicht nochmal versuchen. Einfach nochmal einen Versuch geben. Schon dieses Geräusch. Oder meinst du, da geht irgend so ein Viech rum? Lol. Das war von gestern. Wie ich schon gesagt habe, das Spiel, das speichert sich alles. Ich hätte sogar gestern, von gestern noch, der Strauch ist noch leer. Obwohl schon 4 Ingame-Tage vergangen sind. Wo ist dieser Elch? Warum wird es eigentlich immer so stockdunkel, bevor es taghell wird? Selbst in der Nacht ist es heller. What the fuck?
Lass mich wieder jucken, kratzen. Ganz normal, ganz normal, Junge. Krätze oder so. Hier nimmst du mal dein Herb. Dein Gauti. Ich würde lachen, wenn ich schon 4 Elchfälle hätte, aber habe ich leider nur 3. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, also. Alter, langsam der Hals weh von dem ganzen Gequatsche. Ich rede zwar nicht viel, aber ich bin es nicht gewohnt, dass ich hier so irgendwie erkläre und das. Und ja, das macht er auch nicht. Das, weißt du, ein schönes Kabelmikrofon, das ist doch irgendwas. Das hat was. Das erinnert mich in der WRC-Zeit. Hat nichts mit Toilette zu tun, ist Rallye. Ja, WRC. Was steht das R im WC, oder? Ja. Dass es riecht. Jetzt juckt am Schädel schon. Langsam legt sich hier der Rauch. Obwohl es schon über 13, 14, 15 Stunden ungefähr ist. Das sind nur 3. Ich brauche 4. Ich brauche leider 4 für diese Stiefel und dann hätte ich diese Trophäen. Dann könnten wir die Story weitermachen. Aber leider geht leider nicht. Haut nicht hin. Soll nicht so sein. Oh, kommt man schon kein Space mehr. Also für Anfänger hier, das wollte ich mal sagen, weil gestern, wo ich beim Scheißen war, bei Asphalt Legends, wo ich mal das Mikro weggeklickt habe, ich habe eigentlich ganz vergessen hier zu erklären, wie das Spiel läuft und was am besten eigentlich am Anfang zu tun ist. Also es ist so, dass der Zug hier einfach liegen geblieben ist, wegen so einer Aurora oder so ein, ja, sagt man da, Wintersturm oder so. Und die Aurora, das hat irgendwas mit Magnetfelden etc. zu tun. Die ganze Erde steht auf gut Deutsch still, das ganze Powersystem ist ausgefallen. Und ich denke, das ist von der Sonne gekommen, diese Magnetstrahlen und das heißt halt irgendwie Aurora auf Englisch anscheinend. Und ja, Magnetsturm halt auf gut Deutsch von der Sonne. Das, was ich schon allerweil sage, dass das schlimmer ist, als eine Atombombe zu zünden auf der Erde. Dass mit uns in einer Sekunde einfach unser Leben auch mal schnell beendet sein kann. Dass die Magnetstrahlen so dermaßen stark sind, dass sie uns einfach atomisieren auf gut Deutsch. Wie gesagt, wir liegen jetzt hier mit dem Zug und du musst halt schauen, dass du das überlebst und ja, das ist dann erst später, ich will nicht spoilern oder so, dass man da dann diese 28 Tage Zeit hat, weil da eben was auf dich zukommt und also du hast halt nur 28 Tage maximal Zeit. Ich sag halt immer 27 Tage und 23 Stunden, weil eine Stunde vielleicht nochmal, aber eine Stunde ist, wie war das nochmal, 24 Minuten, 24 Sekunden? Eine Stunde glaube ich ist, wie war das? Lass mal zählen. Schauen wir nochmal. Oh, nicht mal, okay. Ich dachte, eine Minute ist eine Stunde. Nein, ich glaube 45 Sekunden ist eine Stunde hier in dem Spiel, weil ich gerade die Zeit so gesehen habe. Klick. Okay, das ist keine Sekunde. Eine Sekunde ist tick, oder? So wie das gerade. Okay, ich dachte das. Naja, gut. Dann nicht so ganz. Wurscht. Am Anfang des Spiels sollte man vielleicht erstmal erstellen. Also der Speer ist super wichtig, da braucht man aber erstmal, glaube da wäre so ein Scharnier, glaube ich, braucht man dazu auch noch. Hey, wir können mal schnell schauen. Da habe ich gestern auf dem Klo noch gerätselt. Brauche ich für die Speererstellung ein Scharnier? Ja, Scrap Metal heißt es. Warum sage ich immer Scharnier? Es schaut halt, ja, von der Weiten, ich weiß schon, Blödsinn. Also Scrap Metal ist schwierig, man muss in Häuser gehen, wenn man Scrap Metals haben. Aber man muss ja sowieso am 3. Tag in dem Spiel die Map suchen, weil da wird man aufgefordert am 3. Tag irgendwie, kenne mich nicht aus, man muss irgendwie eine Map suchen und da muss man da so auf den Berghang dann in das nördliche nach oben und da ist die Map, da ist der Seitenschneider, aber die sind random. Diese Sachen, die man so braucht, den Seitenschneider, das Brecheisen, und das sind so random verteilt auf diese Häuser, wo wir eigentlich in dem Livestream so ziemlich alle Häuser mittlerweile schon abgegangen sind, innerhalb von 80 Minuten, wo ich gestern 6 Stunden lang gespielt habe und bin 3-4 Mal die Map abgegangen. Die Map ist nicht groß, so ich sage mal 15 Minuten, ja nicht mal, aber doch, eigentlich ist halt mein Plan. 15 Minuten ist von Süden nach Norden und von Westen nach Osten auch so gute 15 Minuten. Ich glaube, dass das sogar ein bisschen länger ist da. Aber das ist so das Gebiet in Realzeit. 15 Minuten von Norden nach Süden oder Süden nach Norden kannst du aussuchen. Und eben dann halt Osten nach Westen ist dasselbe, so 15 Minuten. So roundabout, so groß ist die Map. Also ich habe gedacht, die ist noch größer, weil diese Symbole auf der Map, wie man hier oben sieht, auf dem Kompass oben, die Häuser schauen eher aus wie so,
italienische Villen oder so, wo ich gedacht habe, das sind riesengroße Dinger oder so, das ist eine halbe Stadt oder eine Kapelle. Das sind nur Kapuffs, also so Campdinger wollte ich schon sagen, aber das ist so, okay, vielleicht war auch ein kleines Hotel dabei. Nee, auch nicht, nicht wirklich. Äh, doch, da gibt es ein Haus, das hat 2 Treppen. Das ist wahr. Das ist auch das, wo man den Hang hochgeht, wo man die Karte findet und definitiv ein Seitenschneider. Was das andere nochmal? Ach so, ein Franzose. Ja, Franzose, Wasserpumpenzang halt. Ja, Wasserpumpenzang. Ich vergesse ja Wasserpumpenzang. Äh, Die 3, 4 Sachen da. Ne? Aber wie gesagt, dann gibt es da noch so einen Decoder, da muss man halt dann einen Chip suchen, aber den kriegt man spätestens dann, wenn man so einen Waggon, sage ich jetzt mal, aufgebrochen hat. Hilft nicht anders, kann man, der Lokführer, der auf die Waggons nicht zugreifen kann. What the fuck? Aber wahrscheinlich sitzt er so da eben. Wo sind wir hier eigentlich? Das weiß ich eben nicht. Sibirien? Definitiv, oder? Weil es minus 60 Grad hat. Das hat nichts mit Alaska oder Kanada zu tun. Definitiv in Sibirien. Richtung Mongolei in die Richtung, aber da wird es ja schon wieder wärmer. Aber das ist so, wo man sagt, warum hat er keinen Zugriff auf die Dinger? Das wird er gestohlen oder was? Wer lebt denn in Sibirien freiwillig? Sicher, da gibt es ein paar Leute, aber sieht man hier, dass die Dörfer verlassen haben, weil es hier ständig anscheinend so Winterstürme gibt. Also wie gesagt, der Speer ist wichtig am Anfang, den sollte man aufsuchen. Wenn man die ganzen Hütten da oben abgeht, dann findet man dieses, ich sagte schon hier, diese Metal Scrap, also auf gut Deutsch, diese, sag schon, Stahlzusammenführungen da von Schrauben und was der Teufel halt. Deswegen nennen die das auch nur Metal Scrap, also irgend so Metallschrott halt. Schrott. Wie wäre es mal mit dem Namen Schrott? Metallschrott, ja, dann übersetzt doch einfach, du Vollpfosten. Ja. Danach sind Kisten wichtig, weil diese 2 Dinger, die helfen nicht. Also deine Base ist eigentlich wirklich nur der Zug. Ja, anders kann ich es nicht erklären. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen schlafen, solange das Feuer noch brennt. Ja, dürstlich wird. Haben wieder nichts. Alles klar. Das heißt mal ein bisschen Holz nebenbei suchen. Die Kisten sind wichtig, weil du kannst einen Haufen Zeug reintun und kannst die echt zusammenbunkern und dazu brauchst du auch wieder Metallschrott, also musst du wieder ein paar Hütten abgehen. Nehmen wir jetzt mal die Steine hier auch mal mit. Das sind Fallen, da musst du 10 aufstellen, dass du eine Trophäe kriegst. Kommen halt nur die Hasen rein. Da findest du einen Haufen Zeug immer da drin und da ist meistens auch der Metallschrott drin. Den kannst du aber auch in Buden auch so finden. Das ist eigentlich unser Endgame hier. Aber wie gesagt, ich suche noch nach dem Elch. Jetzt suche ich gerade eigentlich Feuerholz. Ich habe zwar noch einen Haufen, aber einfach mal schnell ein bisschen rumgaukeln. Mir kommt so vor, als wird das Holz nicht immer wieder auftauchen. Also Hasen, Rehe und Füchse findet man hier definitiv. Na, nimm halt an. Oh, diese Milli-Nanomü-Gedöns. Da wäre ich wahnsinnig von. Jetzt spiele ich hier schon mit offenem Fenster. Es hat, glaube ich, 0 Grad draußen oder so. Oh, ich habe was Größeres gehört. Nee, auch nach Hause. Ja. Außer der Bär hat sich irgendwo im Kopf vom Baum angeschlagen. Da ist ein Bär, ja, da ist ein Bär. Komm her, Junge. Territorium-Fight. Ding, 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 ding. Mensch 1. Bär. Minus 7, glaube ich, mittlerweile schon. Ja, komm, Junge. Blut ist eh schon rein theoretisch aus. 8. Schlaf gut. Deswegen sage ich ja, das Spiel ist echt lustig irgendwie. Egal welches Viech mal ein bisschen einsticht oder was. Hier ein kleines Rehchen. Ach, scheiß drauf. Renn um dein Leben. Ich möchte eher einen Elch haben. Ich glaube, man muss die ganzen Viecher töten, damit ein Elch mal wieder auftaucht. Düstere Zeiten kommen auf dich zu, mein kleiner Mann. Was auch immer du bist. Männchen, Weibchen, weiß ich nicht so recht. Noch ein bisschen nachschauen. Oh mein Gott, jetzt stirbt er schon wieder hier. Komm schon. Du hast nichts gesehen. What the fuck? Ja, und so verschwinden leider auch die Viecher. Es gibt diese Berghangkette da oben, da wo diese, sag ich mal, großen Rocks auf gut Deutsch, da wo die Viecher drin hängen. Wie auch ein Bär. Also der Bär hängt auf jeden Fall da drin, der kommt da nicht mehr raus. Haben wir jetzt Holz gefunden. Oh, 7 Stück, wow. Passt. Ein bisschen saufen erstellen. Eigentlich hätten wir ja so viel Zeug. Ich meine, Fleisch und da wieder Fertignahrung. Aber die haben irgendwie gesagt, man muss so oder so ein bisschen bunkern.
damit man die Zugfahrt irgendwie dann übersteht. Ich könnte sofort antreten, ich könnte hier abhauen, sofort. Aber ich brauche diesen einen Elch noch, verdammt nochmal, damit ich diese Schuhe kleistern kann für diese eine dämliche Trophäe. Es ist so dumm. Und eigentlich, ich brauche nicht nur den Elch für das, aber ich brauche ja noch... Das muss ich hier, glaube ich, auch noch machen, oder? Und da brauche ich auch diesen Elch-Skin, aber Speicherset davor nochmal ab, weil du bringst niemals... Warte mal, ich brauche diese Stiefel. Das wären 6 Elche müsste ich töten und 3 hätte ich jetzt. Weißt du, wie ich meine? Ich finde ja nicht mal einen mehr. Rein theoretisch müssten 6 auf dieser Map rumlaufen, wenn es wirklich das wäre für das, was du eigentlich nutzen solltest. Aber du möchtest ja vielleicht einmal mehr von diesen Bags haben. Du findest 1 oder 2 von den Sleeping Bags in dem ganzen Spiel so oder so, aber das bringt dir ja nichts. Du musst es ja erstellen, damit du die Trophy bekommst. Wie gesagt, der Speer ist wichtig, der Storage ist wichtig, dass du mal irgendwann nebenbei die ein bisschen handest, aber das ist so, oder kreierst halt, nein, kannst machen, musst du nicht. Es gibt Kleidungsstücke, die sind, wenn du alle Kleidungsstücke anhast, 20% weniger wert, als wenn du das natürlich hier erstellst. Aber das ist nicht, das muss nicht sein, aber du musst es eh machen für die Trophäen. Auch hier einen Pfeil kreieren, nur ein Pfeil, ja, wirklich kein Scherz. Also ich habe bei dem Test-Account der FreeCastCP, wo ich auch so meine 80% schon habe, wo ich einfach nur mal 4 Stunden gespielt habe. Das heißt anders, das heißt einfach nur Trainwreck, glaube ich, habe ich das nur genannt. Und da habe ich, glaube ich, mehr als 20 Pfeile kreiert und hätte eigentlich nur einen gebraucht und den Bogen und dann kam die Trophäe schon. War ein bisschen verschwenderisch unterwegs, aber deswegen war es ja ein Test-Account. Wichtig ist, dass du Fressen hast. Das Fressen, das findest du überall. Also wirklich, selbst die Sträucher helfen dir schon. Wasser ist wichtig, das heißt, du brauchst sehr viel Holz. Holz ist wichtiger als Metallschrott oder irgendwelche Gauts oder also Innereien oder so. Also Holz ist wirklich sehr wichtig, weil du kannst Wasser machen, Holz brauchst du für alles eigentlich immer wieder. Ja. Diese Metal Scraps findest du sowieso in den ganzen Waggons, da hast du reichlich dann. Jetzt sind wir schon an welchem Tag? 22. Tag. Wir müssen entweder abhauen und müssen die Trophäe flitzen lassen. Müssen wir neu anfangen. Heilige Marie. Das hätte ich niemals geglaubt. Fuck. 2. Start, Alter, nur wegen diesen dämlichen Schuhen, Alter. Und ja, sieht an, wie viele Kisten ich eh schon habe. Und da ist massiv viel Platz. Ich muss mein Zeug wieder wegbringen. Mal ein bisschen schicken hier. Da kommst du wieder raus. Ja, das Menü ist ein bisschen, naja, bescheiden gestaltet, sage ich jetzt mal. Sonst noch irgendwas? Gehirn rattert. Dämlichen Kaffee-Ding, aber ich glaube, das habe ich nirgendwo, oder? Nee. Doch, da. Da hätte ich ganz gar nicht glauben. Das behalten wir mal. Liter Wasser. Und schon wieder weg. Ah, Holz, ja, Holz. Irgendwann ist Holz auch nicht mehr da. Fuck, ich muss mich nochmal schnell erholen. Ich brauche ein bisschen Holz. Also wenn du Holz suchst, natürlich, das ist eine ganze Bude. Da findest du Holz ohne Ende. Definitiv. Aber man muss nicht immer alles abschlachten. Nicht wirklich. Ah, so schön warm. Also meine Erfahrung ist, die Elche, die wo ich gesehen habe, das war Mitternacht ungefähr, als ich die gefunden habe. Und die war wirklich, sag ich mal, das ist Norden, oder? Im Norden hinten draußen. Hier, der Baum hat sich auch noch nicht recovert. Ah, ich habe nicht mehr mitnehmen können, okay. Jetzt habe ich gedacht, wir haben da geschissen. Fuchsi, ja, muss nicht sein. Und das war halt nachts hier im Norden da drüben, also keine Ahnung. Vielleicht nur Zufall, vielleicht tauchen sie am Tag auf, ich habe keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall überhaupt keinen mehr. Rein theoretisch sollten es eigentlich noch 3 sein. Ja, ja, ich glaube das Spiel, das generiert sich das einfach irgendwie selber und mit dieser Map musst du dann halt immer spielen bis zum Ende hin. Also es kann nicht sein, dass das Zufallsgenerator ist, der uns bloß diese 3 Eche gegeben hat. Weil die Beeren und... Haben wir alles dabei eigentlich? Ja, wir könnten Lagerfeuer machen. Ja, wir müssen eigentlich nicht unbedingt da aktiv sein. Okay, dann können wir uns eine Hütte aussuchen und da wieder warten. Passt schon, dann gehen wir weiter.
Das ist der Teerweg, von was ich vorher noch geredet habe. Ich sag, die Map ist nicht groß, aber oh, ich gewöhne mich langsam dran. Also wenn es selbst generiert ist, okay, dann wird es schwierig für den nächsten Zug. Aber ich glaube, das ist ein und dieselbe Map. Ich glaube, es sind nur die Tiere, die wo einfach irgendwo mal zufälligerweise auftauchen. Und alles andere bleibt. Ja, schau, die Bude kenne ich noch gar nicht. Mörder und Dieb im Haus. Ach du Chaos. Geht das meiste Holz. Wieder voll ins Gesicht. What the fuck? Aber kennst du schon mal eine 5000 Watt Base Machine, Junge? Geht voll ab, ey. Streamgaber. Wow. Gerade, wie hat er die Schränke noch hochgebracht? Alles Logan im Kopf, oder? My inventar ist randlos voll, mein Friend. Oh, die sind gut. Das ist komisch, das sagen die dir hier nicht. Wenn du, weiß nicht, bei dem zum Beispiel, wenn ich das fresse, dann ist meine Ausdauer auf einmal länger. Ich habe keine Ahnung warum. Also wenn irgendwie die Sanity auf 100% ist, Sanity soll schon mein Gesättigungsgefühl halt. Aber dann gibt es halt nochmal so ein extra Plus, dass du deine Ausdauer verlängern kannst. Das geht jetzt irgendwie mit dem Powerriegel nicht, aber mit dem geht's. Moment, das probieren wir mal aus. Mampfen wir uns mal schnell voll. Ah, schon wieder ein Herb. What the fuck. So, jetzt habe ich zwar nichts mehr zum Fressen. Schaut jetzt schon aus. Okay, das ist jetzt meine normale Anzeige. Ah, meine Gesundheit. Vielleicht deswegen. Ich glaube, das muss voll sein und dann, wenn du die Cerealien isst, dann ist Ex. Also es geht wirklich. Also du kannst 25% mehr Leiste an Ausdauer da unten generieren. Entweder geht das über auch, aber über die Cerealien, das ging gestern auch, das ist definitiv bewiesen im Livestream. Also das ging. Ging wahrscheinlich jetzt nicht, weil mein Helfer unten und ich war nämlich ganz gesättigt. Jetzt habe ich immer noch 2490. Ist wahrscheinlich, warte mal. Noch ein paar Sekunden hier gewartet. 2485, okay. Das geht ziemlich schnell. Gut, schlafen müssten wir. Haben wir nicht schon Übergewicht? Oh, bald ja. Da haben wir auch schon Zeug ausgeschissen. Ein Koffer. Das ist ein komisches Geräusch jetzt gerade da draußen. Ich glaube, das ist ein Fuchs oder so. Boah, draußen stürmt es bei mir gerade. Wahnsinn, 5:35 Uhr. Ja, ich komme hier nicht weiter. Also langsam wird es Zeit, dass wir mit dem Zug weghauen, weil sonst meine ich auch dabei. Wir haben noch 4 Tage. Boah, wir hatten 7 Tage, 8 Tage hatten wir. Heilige Scheiße, es geht jetzt so schnell. Schaut, dass die Zeit so schnell in dem Spiel umläuft. Das ist echt ein schönes Spiel. Okay, machen können wir nichts. Ja, es windet sehr draußen. Na dann, auf geht's. Vom Objekt. Oh, Holz haben wir einen Haufen dabei jetzt. Hoppala. Eigentlich könnte ich mal schnell ein Feuer machen, oder? Aber das kann man irgendwo anders auch machen. Aber ich muss eh schlafen gehen. Ja, dann gehen wir nochmal auf und dann legen wir uns nochmal hin. Da ist aber kein Bett. Oh, das ist aber schlimm. Gibt es hier irgendwo so ein Bettchen zum Hinlegen? Nö. Oh, was ist das? Karotten. Karotten. Oh nein, ein Mong. Gibt es keinen Schlafraum? Ach du Scheiße. Ja, dann sofort raus hier. Oh. Scheiß aus. Ach, da ist es. Jetzt habe ich es gefunden, oder? Auch nicht, hier gibt es keinen Schlafraum. Alter, was ist das für ein Kapuff? Naja, dann. So machen sie ein neues Kapuff. Wieso habe ich denn jetzt Übergewicht? Ich habe jetzt die Karotte gefressen. Wie viel Holz muss denn weg? 4, oder? 4 Stück. Dammit. Ah, ich weiß. Kann hier nicht übernachten, suchen wir uns eine neue Bude. Da drüben ist der Zug, dann sind wir immer noch richtig. Passt.
ist nichts. Aber da ist halt was, ne? Da ist halt was, aber ist halt nichts. What the fuck? Oh, da ist eine Bude. Die ist wieder nicht eingezeichnet. Aber wir gehen definitiv weg vom Zug. Ja. Und in den Norden. Okay, passt schon. Wir sind schon in dem Eck, da wo ich rein wollte. Na, Holz haben wir genug dabei. Steine technisch. Ja, können wir zweimal Lagerfeuer machen. Wunderbar. Ach, hier waren wir schon drin. Okay. Da gab es auch keinen Schlafraum, oder? Ach, das ist wieder die Hörbude. Gibt es hier auch keinen Schlafraum, oder was? Dann ziehen wir weiter. Ein bisschen hinter den Hügel schauen. Nicht. Oh, jetzt gehen wir wieder auf den Zug zu. Da oben ist noch was. Nicht. Ja, gleich, wir sind ja gleich da. Da gibt es definitiv was zum Pennen. Er ist so ungeduldig hier. Ach, schon wieder. Das ist so, als hätte ich aus meinem Arsch hinten irgendwie das Hören ja, wie so rausgeschissen oder so. Hart. Ja, warte mal, das ist doch das Zimmer, wo wir doch. Warte mal, ist das? Nee, das ist es nicht. Ja, dann machen wir uns hier jetzt. Können wir uns noch ein Bett aussuchen. Passt schon so, hat er gesagt, oder? Ja. Alter. Haben wir es immer schön warm und so. Ne? Alter, 23 Wasser. Auf Lebenszeit hier. Bisschen Platz schaffen. Yes. Was gibt uns das eigentlich? Boah, das gibt uns richtig viel. 1,6 Kilo. Jetzt mal angenommen, ne? Das ist ja 500. Das gibt uns aber nichts. Aber Helf. Okay. Gibt uns das Helf? Ne, wissen wir nicht. Vielleicht wirklich. Ach, das wiegt 1 Kilo, ne? Das hat 1,6. Aber gibt uns Wasser auch noch. Und so ein Wasser kann uns, wie viel hier Hydration? 70, also 3 mal 75. Ja, da sparen wir uns eigentlich 0,5, was war das nochmal? 1, also der Wert wäre 1,75. Dann sparen wir uns 1,15 Kilogramm. Wie was? 115 Gramm? 115 Gramm. Naja. Aber wir kriegen mehr Cent, also unser Völlegefühl ist besser, aber 5% weniger Hydration. Okay, lohnt sich. Geht in Ordnung. Gut, wie schaut's aus? So, gehen wir schlafen. Gehen wir einfach mal hier drin schlafen. Schön gemütlich warm hier. Ah, irgendwie so ein Stein in den Arsch weggerutscht oder so. Ja, okay, noch 3 Stunden. Jetzt sollte das Feuer eigentlich ausgehen. Nee, will noch nicht. Die Klamotten jucken schon wieder. Bevor das Feuer ausgeht. So, Bars fertig. Kein Bock mehr. Jetzt habe ich wieder. Ach, bin ich ein Depp. So, taugt schon. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Komm schon, Elche müssen noch am Tag auch da sein. Also da ist unser Zug. Da ist der Norden. Alter, sibirische Bäume. Weiter geht's ja hier eh nicht mehr.
Können wir jetzt bloß noch da reinschauen? Oh, ich muss mich mal schnell vorne bei der Schulter geben. Oh, was ist denn das? Oh. Ach, jetzt taucht das Reh erst da auf. Okay. 23. Tag. Das musst du mir jetzt schon mal ein bisschen erklären. Ach so, wir sind... Ach, passt schon. Nee, wir gehen jetzt auf den Zug selber zu. Wir sind schon noch richtig. Aber wir haben schon wieder die ganze Map abgesucht. Ich glaube, das ist verbuggtes Spiel. Ich gehe jetzt weiter in das Spiel. Ich speichere zwar jetzt ab und gehe weiter, dass ich das Spiel beende. Und dann werde ich mir den Save mal auf die Seite legen, für das, wo ich abgespeichert habe. Weil ich möchte den Livestream jetzt eigentlich dann beenden und möchte eigentlich ein bisschen zocken. Also, ich zocke ja schon, sorry. Das Spiel macht einen Dull. Und möchte zu Asphalt Legends Unite. Aber um das geht es mir gar nicht. Das ist so, ich habe jetzt zweimal die Map in diesem Livestream komplett abgesucht. Ich habe auch gemerkt, auf 50 Meter kommen meistens erst die Viecher spawnen erst. Aber um das geht es mir nicht. Das ist so, ich glaube, das ist so randomized, dass diese Mooses einfach nur dann gespawnt werden. Einmalig kreierte Map. Es ist zwar immer dieselbe Map, aber wie die Viecher spawnen und die bleiben ja. Das heißt, wenn du rausgehst ins Menü und kommst wieder zurück hier, dann sind die einfach nicht mehr da oder weiß nicht, vielleicht gibt es diese 3 auch, aber die sind wie der Bär unter diesen Steinen da eingesperrt, also unter diesen Rocks, wie ich immer so schön sage. Und das ist so mies, weißt du, kommst nicht rein da und ich habe Angst, wenn ich mal drin bin, dann komme ich nicht mehr raus. Und dann kann ich das ganze Spiel von vorne anfangen oder so, weißt du, wie ich meine? Also reloaden halt mit dem Load the Game, aber das ist so echt jetzt. Ich gehe jetzt auf den Zug zu und das war es eigentlich, weil es geht so ein bisschen seitlich in die Bäume da rein. Das war es dann eigentlich, weil fuck, was willst du machen, ne? Aber dann wie gesagt, wir speichern ab und dann gehen wir mit der Story weiter und dann, soll es so sein, dann müssen wir halt nochmal neu anfangen, auf gut Glück. Dann gibt es halt eine dritte Episode noch auf dem DJ Volgin Account auf PlayStation Network. Obwohl noch 3 andere Accounts warten, dass ich es platiniere, weil ich finde es eigentlich schön, das Spiel. Es ist auch fairer als dieses Long Dark. Auf geht's. Keine Zeit verschwenden. Weil Long Dark ist so, du hast fast keine Chance gegen diese Wölfe und die sind im Rudel zusammen. Du hast zwar Pistolen und das, aber es war schön zu spielen damals. Auf der Freaker-Account und ich habe es als DJ Volgin-Account auch gesagt, sieht ja nur 50 Meter ist der Rabbit hier gespawnt. Aber im Endeffekt ein bisschen Holz sammeln, bevor wir zum Zug gehen. Wenn wir schon hier sind. War das Spiel dann doch ein bisschen schwer zu spielen, obwohl man wirklich, aber da gab es halt auch Charaktere, also NPCs, mit denen man da interagieren konnte bei der Long Dark. Aber ich war einer, der das als erstes gespielt hat auf der Playstation, das weiß ich definitiv noch, weil da haben mir auf der Freaker-Account sehr viele Leute zugeschaut, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Das ist doch nur so ein billiges Spiel oder so, wo die dann aber mitbekommen haben, dass die das schon seit einem Jahr bei Steam haben schon spielen können. Und ich wusste das nicht mal. Nice. Es war dasselbe, ich habe so ein Short rausgebracht, so ein Kurzvideo. Da ging es um Fallout über diesen Murk-Lord, wo ich da mit meiner Laserpistole da einfach abgemurkst habe und das ging irgendwie weltweit und hatte irgendwie 21.000 Aufrufe innerhalb von den 24 Stunden. Das war mein erster kleiner Clip eigentlich, den ich über die Playstation eigentlich nur hochgeladen habe. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wow, wenn es mal an der richtigen Zeit ist, am richtigen Ort und die Leute wollen das gerade sehen, dann wird es oft aufgeklickt und aufgerufen. Ja, leider finden wir die Elche jetzt nicht, okay. Also wie gesagt, wir gehen jetzt weiter. Scheiß drauf, kriegen wir die Trophäe nicht. Wieder ein verpacktes Spiel, wie jetzt das Asphalt Legends Unite, wo wir jetzt auch wieder reingehen. Aber da haben wir noch 4 Chapter Seasons zu erledigen und dann kriege ich diese Gold, bevor ich das Spiel dann über die Gameloft Spieleentwickler dann zurücksetzen lassen muss, weil muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. So ist es hier auch. Manche Spiele funktionieren einfach nicht, wie sie sollten. Schade.
der Server Glitch ist oder hier die Map, wo uns keine Muse, sag ich schon, keine Elche mehr spawnen. Ist schade. Machen wir aber trotzdem mal das Feuer schon mal an. Was haben wir noch, glaube ich, oder? Weil dann speichere ich jetzt einfach mal und dann lassen wir die Story einfach fortwärts gleiten. Und das finde ich ein bisschen bescheuert eigentlich, dass wir hier nicht mehr weiterkommen. Das Zeug bis auf die Batterie und das Herb, das haben wir weg. Schade. Ja, mei, müssen wir neu anfangen. Hilft nicht. Wir haben zwar noch ein paar Tage Zeit im Spiel, sage ich jetzt mal. Und ich ist gewiss wieder so ein Scheiß, da wo man dann bis auf die letzte Sekunde warten muss und dann kommt es halt so, dass dann wirklich nochmal diese Elche da auftauchen. 100% wird das so sein. Diese letzten 3 noch, oder 4 vielleicht, also 3 sollten sein, damit man diese, ich sag schon die Matratze, wo ist denn die Matratze? Die Matratze soll ich schon. Dass das hier auftaucht, also die habe ich gefunden, also das ist was anderes, ne? Das ist ja gar nicht das, was wir brauchen. Nehmen wir mit. Nee, das ist ein Camping Sleeping Bag, das ist das gar nicht. Da schau ja. Ich habe gedacht, das wäre es. Okay. Das ist gar nicht der Schlafsack. Ich dachte, das ist schon so ein, Elch-Schlafsack. Darf man es so sagen? Keine Ahnung. Voll blöde. Ich glaube nicht. Oh, ich krieg langsam Hals wie von dem Gequassel. Ich vergesse immer ganz eigentlich hier was zu trinken, was ich hier eigentlich in dem Spiel ja tue. Deswegen schauen ja meiste Livestreamer so wie der Hand of Blood so aus. Wahrscheinlich, weil der vergisst auch immer in seinen Spielen zu trinken. Oder meistens viele Livestreamer, die eigentlich, wo du meinst, das sind so richtig, so wie ich halt, keine Magerbürschchen, okay? Gut, ich bin Maurer und, keine Ahnung, ich mag es essen gern, ich sauf halt gern und da kann man wenig dann abnehmen. Also wenn ich das Saufen und das Rauchen weglassen würde und würde eigentlich nur Sport treiben oder mein Maurergedöns da tun, so sag ich mal, so meine 250 Tage im Jahr, dann da wäre ich dann schon wieder, dann würde ich, aber das ist ja das, was ich dieses Jahr eigentlich mal versuchen möchte, dass ich weniger saufe und weniger rauche. Rauchen brauche ich eigentlich nicht, weil solange ich kein Bier habe oder so, brauche ich nicht. Also das heißt, wenn ich einfach das Bier mal weglassen würde, aber es fällt schwer, dass man da Cola oder Wasser mitnimmt. Vor allem, weil das auch teurer ist, das Bier. Das ist ja wieder so Marketing, ne? So, wir haben eigentlich alles. Ne, die Steine bleiben drin. Warum eigentlich 5? Weird. So, speichern wir ab. Oder gehen wir noch mal schnell schlafen? Gehen wir noch ein bisschen schlafen. Moment. So der Typ auch. So, ist gespeichert. Was haben wir jetzt? 5, warte mal, ich muss das mal aufnotieren, damit ich den Save dann wieder finde. Nicht, dass die Story da unendlich weitergeht. Was Kiefernlatschenduft from my room. Alles klar. Deutsch-Englisch from my room. Okay, Amazon. Das ist jetzt so mein Einkaufszettel. Kann ich gleich mal aufschreiben. Hier Dings. Rewe wird es nicht haben, glaube ich, aber ich versuche es am Samstag zu finden. Heute ist Freitag, oder? Ich rede mal über Zukunft schon wieder. Ist es Sonnenblumenöl oder Distelöl? Ja, Kochöl schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Entscheidet sich dann vor dem Markt. Kochöl brauche ich noch, das weiß ich. Alles andere habe ich. Schreibe mir hier ganz klein auf. Das ist 55. 2.1. Und das ist wichtig. 23. Tag. 1946. Passt. Das ist, ja, weiß ich nicht. Train Consist. 2.1. schreibe ich jetzt noch hin. So. Ach, ich weiß schon, was das ist. Passt. Tja. Machen wir mal das Türchen auf. Yeah, it worked. Oh, that looks like a reactor. Ja, ist es auch. Oh, da gibt es noch eine Tür, oder was? Oh. Und nichts Extriges. Und Verbandskasten. Ist wohl nichts drin oder so. Ich hätte jetzt gelacht, wenn das Ding aufgegangen wäre. Wo zielst denn du hin? Jetzt, aber schau mal, wo das Fadenkreuz rein theoretisch ist. Oh mein Gott, das ist ja wurscht.
Enter the code. Ah, jetzt muss ich den Typen erwischen, oder? Das heißt, ich muss ein bisschen bergauf gehen. Warte mal. Searching the carriage for useful materials. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. For useful materials. Ja, ich weiß, ganz hinten da habe ich noch 2 Wagons oder so. Und das geht mir jetzt gar nicht. Warum geht es hier nicht weiter? Open the trains. Power grids. Make a power cable. Ach, das fällt ihm jetzt erst auf, obwohl er diese Information eigentlich schon, das haben wir jetzt in dem Livestream von der Episode 1 nicht mehr bekommen, weil ich schlafen gegangen bin. Also in dem Spiel. Und der Typ hätte eigentlich noch kommen sollen mit dem militärischen Zeug. Deswegen hatten wir auch diesen Empfänger und ja. So das militärische Handy, sag ich jetzt mal. Wo ist es denn? Guck. Hier. Und das haben wir nicht mehr bekommen. Radio Transmitter, jetzt habe ich es wieder. Wir haben ja nur die Nachricht über das Radio bekommen, dass das Militär eben was ausgegeben hat und dann haben wir das Militär kontaktieren können, aber ich bin halt in der Zeit, wo das Radio noch lief, so, halt die Schnauze, habe ich dann gesagt, und jetzt gehen wir schlafen und ich dachte, das Radio läuft noch weiter, aber dann die Sequenz war vorbei und der hat in der Zeit höchstwahrscheinlich, wo er geschlafen hat, was total unrealistisch ist, hat er mit denen schon kontaktiert, das Militär. Das weiß ich nur, weil ich ja schon eine Testepisode hatte, das heißt halt ein bisschen anders hier, das heißt halt nur eigentlich Trainwreck, aber das ist so, mehr weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt passiert, weil ich bin nie so weit gekommen. Also mir hat schon an der Batterie gefehlt, mir hat es an dem Wrench hier gefehlt. Wo ich dann gesagt habe, okay, geiles Spiel, das lohnt sich definitiv jetzt hier Livestream zu machen. Und so, das war es halt jetzt, die Episode 2. Aber wie gesagt, ich komme nicht mehr weiter hier, deswegen muss ich jetzt einfach mal schauen, was da abgeht. Aber ich finde diese hier nicht und das nervt, ne? So, was brauchen wir denn dazu? 20 Wires. Was haben wir gesammelt? Easy peasy. Da bleiben sogar noch 15 übrig. So, du kommst mit. Done. I hope this will be enough to handle the load. Ich hatte bei meinem ersten Livestream bei Death Nation CB eigentlich hier mein Zeug so weit so hinten wie möglich. Kam ich auf die Idee, eigentlich du stehst sowieso die meiste Zeit immer vor dem Kasten. Nee, das lohnt. Also so das Setup, was ich hier hatte, das ist top, das passt. So werde ich das auch bei den anderen übernehmen. So, now for the locomotive. Holy shit. Ja, nicht speichern. Ah, wahrscheinlich hier, oder? Ne? Was muss ich machen? Oder? Connect the power cable to the reactor. Okay. Connect the power cable to the train electronic network. Train oh gosh, hell. Trains electric. Bring das nicht raus? Ich muss was saufen. Ich habe langsam auch Halsschmerzen irgendwie. Oh, Bier mit Cola-Mix. Wo kommt das denn her? Electrical. Is that real? Trains electrical network. Ja, okay. Und wo ist das? Das Raten ist draußen irgendwo, oder? Ne? Nö. So, jetzt reißen wir die Tür auch noch auf, damit es noch kälter wird da drin. Ja. Ah, here we go. Done. All that's left is to turn it on. Das ist der Beifahrer oder wie? Der sieht doch nicht mal raus. Schau mal, wenn ich mich da hinhocke. Was habt ihr hier für Züge da in Russland? What the hell? What code are you talking about? I'm so sick of these constant new obstacles. Come in. Ganz ehrlich, der hat doch vorher schon gesehen, dass er so einen scheiß Code eingeben muss. Was regt er sich so auf? Da gibt es so eine Szene, da wo er sich auch so aufregt. Ich weiß nicht, was war jetzt das nochmal? Auf jeden Fall, wo er ganz laut dann blärt. Ich glaube, das irgendwie, also den ersten Hasen gefangen hat oder irgendwie, weil da blärt er da irgendwie voll rum. Was ist denn mit dem los? Sei doch mal ruhig hier. How do you read?
over. I have a problem. Do I need a code to start the reactor? How do you read? I read you weak. Code? Do you need a code? Yes, sir. Code. Response. Yes, code. A code for the reactor startup. To start the reactor, you need to input a code. Use 8. 1. I repeat, 8. 6. Ich denke mal, dass er uns sagen will. Was war das erste nochmal? Ich muss nochmal zurückspielen. Scheiße. Auf jeden Fall so in die Richtung 8, 1. Richtig? Ich glaube, so war das nochmal. Entschuldigung, ich habe die Umgehung, weil ich gedacht habe, oh nicht, dass uns irgendwas in den Rücken fällt. 8 und dann die Zahl wissen wir nicht, dann 1 und die 6 war so verzögert lang, oder? Also schon mal 8, Fragezeichen, 1 und die 6. Jetzt brauchen wir bloß noch die anderen 9 Digits, also da ist Zufall. Jetzt reißt uns das Gerät, wenn wir was Falsches eingeben, dann ist Game Over, oder? Geil. Why does this always happen to me? I need to make a signal amplifier. Aber warum? Warum ist denn so böse jetzt auf einmal? Wir haben doch noch ein paar Tage Zeit. Was ist denn? Mein größtes Problem ist ja, wir können gar nicht weiterfahren. Die Zugschienen sind da vorne und hinten, sie sind komplett. Wir müssen erstmal abkoppeln, das ist das nächste Mal. Das hat er dann nicht mal gemacht. Und er ist der Techniker. Wo ist eigentlich der andere, der den Zug leitet? Aber anscheinend fährt er hier die ganze Schnose alleine hier. Durch die ganze Pampa. Hinter und vorn Schneehaufen auf den Schienen. Der kommt doch gar nicht. Der kann ja nicht mal weiterfahren. Jetzt höchstwahrscheinlich in diesen, das habe ich noch gar nicht so vielleicht gecheckt, vielleicht muss er irgendwas basteln. Müssen wir uns noch ein Schild basteln aus Metall und dass wir da durchbrettern. Und das heißt, diese 28 Tage habe ich unterschätzt. Wir hätten wahrscheinlich 10 Tage zum Handenzeit gehabt und 18 Tage hätten wir hier Vollgas durchnackern sollen, wie zum Beispiel ein Schild noch vorne an den Zug ranbringen und Flammenwerfer oder so. Das ist schon scheiß, weißt du, wie man, oh mein Gott, da kommt noch schlimmes Zeug auf uns zu, glaube ich. Okay, let's go. Also 8 Fragezeichen, das sind 4 Digits hoffentlich. Also wieder rein in den Zug. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ein bisschen stolpern. Erstmal, schau mal, wie schnell es ihm warm wird. Kann man uns auch da reinstellen? Jawohl, wir können das direkt ins Feuer stellen. Wunderbar. Machen wir gleich ein bisschen Wasser. Oh Gottes Willen. Ihm gefällt es anscheinend. Ja, ehrlich. Bisschen verbrutzeln und so. Aber was zum Essen könnte man mal brauchen. Aber lassen wir uns auch ein bisschen Zeit. Da haben wir 680. Oh ne, das können wir schon nehmen. Ja, oh, wir können da reinschauen. Cool. Okay. Gott sei Dank haben wir noch 15 BIOS. Oh, mit den Electronic Boards. Oh, da wird's eng. Batterie und wir haben alles andere. Oh. Das wird noch. Ich muss die anderen Dinger durchsuchen. Tut langsam weh irgendwie. Ehrlich. Nee, wir haben keine Chipkarten mehr. Oh. Das ist schlecht. Jetzt haben wir 2 Probleme. Wir finden keinen Elch. Okay, das andere ist. Oh, ganz schön der Wind draußen. Schneit. Feucht irgendwie. Vielleicht regnet es ein bisschen. Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, da wo sich das ganze Spiel irgendwie, dass die Elche wieder auftauchen. Weil jetzt die Mission weitergegangen ist. Das ist so meistens in so manchen Spielen oder so, dann machst du so eine Mission und die beendest du, aber du siehst nicht wirklich, dass die Mission beendet ist, aber vielleicht hat sich das jetzt recovered oder wie sagt man da, erholt oder so. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen was mit, weil jedes Mal sehe ich hier das ganze Gedöns. Also die brauche ich doch nicht hier. Ne, also die Chipkarten habe ich definitiv nicht hier drin. Power Riegel. Drei Power Riegel mitnehmen. Ein bisschen was zum Naschen. Was 6 ist, oder? Ich höre durch diese ganze Gedönse, ich höre selbst wenn ich mein Headset auf habe, meistens höre ich draußen irgendwelche Autos fahren, wo ich denke, Alter, ich werde verrückt, obwohl ich jetzt gerade selber in einem Autorennspiel bin, weißt. Das hört sich bescheuert an, aber ich habe jetzt dann gleich die Earplugs drin und das Headset drauf. Also das sind jetzt eigentlich nur so Kabelohrstöpsel und echt ohne Scheiß, ich mag es zu spielen mit dem Zeug.
Ich bin es gewohnt von WRC damals noch, diese 7, 8 Jahre, wo ich hier gezockt habe. Also hier in dem Apartment, WRC. Und da bin ich an dem Fenster gehockt, da wo jetzt das Skelett eigentlich hockt, auf gut Deutsch. Und da war es immer saukalt, aber da hast du halt rausrauchen können. Hat aber nichts gebracht, weil die meiste Zeit der Wind nach innen kam. Deswegen hocke ich jetzt hier mitten im Raum, habe den Ventilator auf rechts und links das Fenster offen. Und wenn ich jetzt da mal rauchen würde, aber das mache ich jetzt noch nicht, eigentlich nur im REM-Spielen, dann zieht halt das viel schneller und besser raus. Aber es wird halt verdammt arschkalt hier drin. Und jetzt wird es langsam auch kalt für mich. Also ich habe schon blaue Finger schon. Egal. Ich sympathisiere nur mit dem Spiel. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Also, wenn ich jetzt einen Freund hätte und der würde jetzt hier hocken und der würde sich denken, Alter, wie bescheuert bist du eigentlich, dann würde er schon sagen, okay, der ist schon irgendwie mittendrin im Spiel oder so, auch kältetechnisch. Hat jetzt nichts gegessen, hat mal so einen Drink gehabt, so einen Cola, Weizen wollte ich schon sagen. Aber ne. Weiter geht's, verdammt nochmal, Alter, jetzt mal der Schnauze, wir müssen jetzt mal ordentlich durchziehen hier. Ich hab nochmal Durst, komm mal ran hier mit irgendeinem Suff. Das ganze Gebabbel, oder? Ja, so bin ich halt. Ich habe ja sonst niemanden zum Reden, wa? Außer meinem Spiegel, aber der erzählt mir jeden Tag dieselbe Wahrheit. Du bist ein hässliches Kind. Schlimmer, wenn man es dann wirklich hören würde. You're a real ugly child, my man. Waren vorher Krähen eigentlich auch schon zu hören? Also ich kann mich echt täuschen. Also ich habe seit, glaube ich, einem Tag höre ich diese Krähen hier, oder? Als würde mir das Spiel sagen wollen, jetzt kommt diese Kälte, dieser Sturm, weißt du, und treibt diese Viecher jetzt irgendwo hin. So Richtung Japan meinetwegen, weil der Sturm vielleicht in die Richtung geht oder so. Aber das ist so, ich mir denke, haben wir die am Anfang auch schon gehört? Nee, glaube ich nämlich nicht. Nee. Waren wir schon? Eigentlich waren wir hier überall. Ah, ich weiß jetzt wo. Das glaube ich, waren die Trains, die umgekippt sind. Da waren wir noch nicht ganz. Ah, ich bin auch so ein Depp, ne? Jetzt habe ich so viel Zeug dabei. Ja gut, deswegen habe ich nur eins immer mitgenommen. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr mitgenommen, aber... Ja, das ist so. Warum kann das nicht irgendwie anders? Jetzt kann ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr einstecken, weil hier große Taschen sogar sind. Aber wo hätte er sonst so sein Zeug? Also ein Rucksack wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, der trägt die ganze Zeit einen Rucksack wahrscheinlich. Ja, jetzt wird es wirklich langsam kalt hier. Es ist immer so die Zeit zwischen 5 und 7 Uhr oder was in der Früh. Da wird es gescheit kalt, da zieht es irgendwie an. Ne? Egal ob Sommer ist oder was, aber da ist immer so eine Zeit. Da verschwindet irgendwie der Charme von der Nacht. Und der ekelhafte Charme vom Tag kommt und sagt uns, du musst wieder arbeiten gehen und so. Ja, das hätten wir uns sparen können, aber es ist gut, dass wir es dabei haben. Da können wir einfach mal irgendwo in so einem, ja, sag schon, Waggon einfach mal ein Feuer machen. Passt, dann haben wir auch wieder Platz. Okay, kriegen wir schon. Schauen wir ja schon mal, dass wir da wieder hinterkommen. Das ist ein ewig langer Weg. Wow! What the fuck? Wie hat er das jetzt geschafft? Holy shit! Das will ich nochmal sehen. Was? Ja, genau. Alles klar. Ja, Superman jetzt, oder was? Leute, ihr wisst, wie ich gestern über das da drüber gestrauchelt bin. Und jetzt springt er da drüber, als wäre das nix. What the fuck? Das ist halt, wenn man 9 Stunden in dem Spiel schon ist. Ich glaube, hier war noch was. Ja. Wenn man 9 Stunden in dem Spiel verbringt. Das ist dann so schon... Das ist immer, wenn man so Werbung sieht, Level 1, Level 50, Level 250 oder so. Ja, ich muss trotzdem mal schauen, ich weiß jetzt nicht so recht. Manchmal vergesse ich welche. Wissen wir das? Oh, ich muss da hinten wieder hoch. Ah, das war der. Das, glaube ich, war dieser Waggon von gestern. Nee, der war schräg. Der war gestern schräg. Wie viele Chips waren das? 6, glaube ich, oder? Ja, waren wir schon, definitiv. Jetzt wird es wieder Tag und es wird wieder scheiß dunkel. Was sind das für Müll?
Das in der Nacht heller als am Tag. Ach, die sind da hinten, die umgekippten. Hier unten waren wir schon. Definitiv, ja. Da brauche ich nicht mehr schauen, das weiß ich 100%, dass da nichts mehr drin ist. Musi, 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 ein Mus brauchen wir doch noch. Wo bist du? Der Massenmörder wartet. Na, haben wir schon. Was gibt's da so? Ein Shirt, Wool Socks, Tactical Pants. Oh my man, you're not getting rich with that stuff. De la Vago. Hier ist schon wieder dieses Geräusch. Dieses. Ist ein Hase? Da ist gewiss ein Viech drin. Alter, ohne Scheiße, ich würd lachen, wenn da unten diese Elche wären, aber die sind da unten nicht, das weiß ich. Da unten sieht man auch diese Branches, deswegen sind die Viecher auch da unten nicht. Wir machen uns jetzt hier mal ein Lagerfeuer, oder? Warte mal, wie viele Waggons haben wir denn noch rein theoretisch? Oh, das waren sie. 4 Stück noch. 5, 6, ja, machen wir hier Lagerfeuer. Lohnt sich das, wenn ich hier irgendwo reingehe? So wegen der Wind. Schauen wir mal. Minus 20. Ist dasselbe, ha? Oh komm schon, auf dem Bett konnte ich es auch machen. Ich meine, Lagerfeuer. Wie war das immer mit den Sheet und Shit? I just wanna shit on your bedroom. I wanna have a shit on your bedroom, genau. A sheet or shit. Sheet, shit. I wanna have a shit on your bedroom. Das ist aber Italia. What the hell is this dating down in here? I wanna have a shit on your bedroom. Yummy, yummy. Oh, he's tired, man. Yeah, next time actually to get the bedroom with us. The old bedroom. Batman, we need the bedroom. Ja, dass das jetzt nicht anfängt so gut. Aber wir gehen jetzt trotzdem weiter. Wir sind schon erwärmt. Da waren wir gestern schon drin, das weiß ich, aber da war das. Oh, wow. Anscheinend doch noch nicht. Gut, dass wir reingeschaut haben. Ein neuer Tag beginnt. Ja, ja. Good morning, friends. This is Voice of the North. The Aurora Range greets the morning with snow and frost around minus 45. The blizzard howls, sweeping across the roads. Streets are nearly empty. Only a few dim lights pierce the snow haze. By night, the blizzard will begin to calm Haben wir schon einen Chip gefunden? Ne, keinen einzigen, ne? Oh Mann, das wird ganz schön tight. So real tight. slightly, and the temperature will rise to minus 37. But the snowfall will continue. The wind will strengthen, especially around Old Crossing and the A cup of coffee. Jetzt steht hier Hydration Plus und Satisfied, also Sadity, Sättigkeit 100. Aber ein Kaffee macht doch rein theoretisch, das sollte man doch glauben. Sunny Bay Coast. So, wir haben jetzt 0. Das sagt uns aber das nicht. Dries away sleep and provides a burst of energy. Okay, let's try. Reports. Nothing. Still he's sleepy. He's shit actually, these are nothing worth. Get away this crap. From East Gorge indicate that the emergency power systems have withstood the storm. Heating continues to work steadily in coastal sectors. People are staying sheltered, maintaining communication, and rationing supplies. If you haven't yet stocked up on essentials, medicine, food, or clothing, do it as soon as possible. The storm is still raging, but its end is near. 4 more days remain.
Jetzt halt doch mal deine Klappe, ey. Könntest jetzt mal aufhören mit deinem blöden Aber Radio empfange ich, bloß das Militär empfange ich nicht, gell? Das ist ein bisschen komisch. Ja. Oh, meine Finger sind komplett eingefroren mittlerweile schon hier. This was Voice of the North. Stay inside. The airwaves are still alive. Geht das? Also ich drück gleichzeitig X auch, aber... Nee. Alter, wie kommt der da hoch? Was zum Teufel? Nee, hab ich nicht geschaut. Alter, wir finden keine Chips mehr. Das ist weil jetzt haben wir noch 4 Waggons. Also ich glaube, das Spiel ist wirklich randomized. Die Map ist safe, aber alles andere ist irgendwie so randomized. Oh mein Gott, wir finden keine Chips mehr. For fuck's sake, dude, wir finden keine Chips. Das ist übel. Wenn ich jetzt schon in diesen 2 Waggons nichts mehr finde, wie soll es dann bei den anderen Sachen werden? For fuck's sake, dude. Chocolate? Warum geht das nicht mehr rein? Ja, Gott sei Dank. Ja, da gibt da auch irgend so einen Code ein, ne? Ich weiß gar nicht, was denn eigentlich, oder? Was ist das? Batterie haben wir ausgeschissen. Aber ich muss mal schnell hier rausgehen. Damit er übersieht. Au, nein, nicht weiter hintergehen. Du kommst sonst auch überall hoch. Geht nicht. Here we go. Ja, scheiß mir jetzt aber nicht mal hier den Stein hin. Das Brett lassen wir mal drin. Da haben wir genügend. Scheißen wir jetzt auch mal hin. Man hat, dass irgendwie die Sachen dann in dem Zug verschwinden. Man sieht hier schon, ich habe jetzt ausgeschissen. Batterie, kommt gar nicht mehr ran. Die nehmen wir jetzt trotzdem mal mit. Und meistens ist es so, dass die unter den Kartons dann du das Zeug ablegst. Du nimmst es zwar aus den Containern raus, aber du hast keinen Platz mehr. In Wirklichkeit legst du es dann irgendwo ab und findest es dann nicht mehr. Die 2 noch, oder? Ne, haben wir schon. So, da haben wir jetzt bloß diesen Kaffee wieder ausgeschissen. Oh, jetzt langsam hier auch kalt, ey. Muss jetzt endlich mal wieder zocken, saufen und rauchen und dann Musik spielen und dann wieder irgendeinen Scheiß reden. Und tja, die letzten 2 Waggons. Ah, wunderbar, ich wusste, ich fahre jetzt gleich rein. Du Sound. Anlauf nehmen und springen, lieber Junge. Oje, was ist denn hier los? Empty. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Fuck sake, Alter. Was sind denn noch Chips, Alter? Wir finden keine Chips mehr. Ich habe die ganzen Buden schon durchsucht. Das war extrem scheiße, Alter. Kein einzigen Chip. What the fuck, dude? Krass. Wir sind am Arsch, Alter. Das ist der letzte Waggon, oder? Einen noch. Okay. Puh. Haben wir schon gesucht. Ja, Alter, wenn ich jetzt keine Chips mehr finde, dann ist das Spiel sowieso Game Over, oder? Lol. Wenn du Buden findest du vielleicht 2. Also ich weiß, dass ich 2 gefunden habe und das ist auf dem Dachboden oben. Krass. Oder hier geht's hinter. Geil. Nichts. Das habe ich gerade wieder ausgeschissen. Metall, okay. Ich habe ausgeschissen. Ja, das ass. Like. This one in here. Nix. Oh, Energy Drink. Warte mal, was können wir denn wegschmeißen hier? Das gibt viel eigentlich. Bäh, was machen wir denn jetzt? Bäh.
Hau weg. Einzige Option. Der ist viel wert. Tja, letzter Cargo, würde ich mal sagen. Dingsenbumsen. Da kommt schon Johnny, ich weiß, du kannst über den ganzen Waggon drüber springen. Warte mal, ich muss draußen noch was ablegen. Was können wir denn ablegen? Was wollen wir denn ablegen? Was haben wir denn so viel? Ein Jockey haben wir 2. Da haben wir auch zu viel. Da machen wir den Jockey noch raus. Das Gute ist, das bleibt einfach liegen. Du kannst 20, scheißegal wie lange ein Spieler ist, du kommst einfach wieder. Das ganze Geplänkel einfach auf. Nichts. Kabel haben wir gekriegt. Ja. Empty. What the fuck? Pure Jockey. Schaut ganz schön schlecht jetzt für uns aus. Das Spiel ist für mich jetzt vorbei, weil wir können nichts mehr finden. Das war der letzte Cargo, Alter. Alter, wie das da draußen ausschaut. Das ist unglaublich, Alter. Das Spiel ist vorbei, Mann. Wir sind am Arsch. Mann. What? Bei 5 ist voll, aber wo kommt der ganze Schrott dann her? Hä? Dachte ich mir doch gerade, Alter. Hey, ich will ja nicht den Jockey, ich will das Metall. Hallo. Was ist denn los mit dem Spiel jetzt? Gib mir doch das Metall, Junge. Jo, Spiel ist gelaufen. Wir können uns diesen Receiver da gar nicht zusammenbasteln. Geil, oder? Lol, das war's. Fuck. Soll vielleicht eine Kiste noch fehlen. Jetzt sagt er mir hier Open, close train cars with the bolt and with the wrench. Da muss noch irgendwas sein. Weil, da sagt der Bolt Cutter und mit der Wrench. Mit dem Brecheisen sagt er nämlich jetzt nicht mehr. Da muss noch irgendwo was sein. Okay. Search the carrier for useful materials. Aber jetzt gehen wir erst einmal wieder zurück. Weil irgendwie ist mir ein bisschen kalt. Ich glaube, das Feuer ist auch schon ausgegangen mittlerweile. Wir haben den 24. Tag, also wir sind sowieso am Tod. Wir sind definitiv Game Over. Wir sind definitiv Game Over jetzt schon. Weil, wir kommen nicht vor. Ich muss jetzt aber pinkeln gehen. Hilft nicht. In real life. Oh mein Gott, mein Gesäß ist eingeschlafen. Oh. Alter, nee. Oh, ich dachte, es hat geschneit draußen. Jetzt die dämlichen neuen LED-Lampen, was die da eingebaut haben auf der Straße. Die sind so dermaßen hell, aber nur auf einen Punkt. Die alten, die haben ja ein Verteilungswesen gehabt, vor 40 Meter ungefähr gefühlt. Wo jetzt diese LED-Lampen, die Straßenlaternen da auf gut Deutsch Lampen, da, die haben 10 Meter bloß noch. Da meinst du, da steht ein Auto mit Nebelleuchte. Die früheren Laternen, die alten Laternen da, die wo anscheinend ein bisschen, ja, haben wir da ein bisschen mehr gebraucht, aber die haben so 40 Meter Radius gehabt vom Licht her und das war soft. Das war halt schön. Aber jetzt, wenn du durchgehst, dann meinst du, da blendet dich was, Alter. Also, wird ein Auto vor dir stehen mit Nebelleuchte, Alter. Deswegen jedes Licht, also ich habe da draußen, ich sehe auf die Hauptstraße auch ein bisschen raus. Da meinst du, da steht permanent vor der Ampel da Auto mit Nebelscheinwerferlicht. Das ist irritiert so dermaßen. War natürlich nichts dagegen vor 2 Monaten, als da drüben, als wir vor 4-5 Monaten da drüben das Gebäude saniert haben. Da hat der Elektriker da Lampen eingebaut. Immer wenn jemand vorbeigegangen ist, von der anderen Seite auf der Straße, vom Gehweg übrigens. Da sind die Lichter angegangen, hast gemeint, um Gottes Willen. Das hatten wir doch schon, oder? Und da sind nur Leute vorbeigegangen,
Du meinst, das ist ein Fußballfeld oder so, eine richtige Beleuchtung. Okay, vielleicht haben wir hier noch nichts. Aber wir waren schon hier, das weiß ich. Ah, das war das von gestern, glaube ich. Der hier, genau. Aber sind hier noch irgendwelche Züge? Ist doch Züge sag ich schon mal raus. Oh, hey, ich bin gesprungen. Was soll der Scheiß? Wollte er mich nicht machen lassen. Ja, wir gehen ja schon. Au, nein, will er nicht. Gut, Arschlecken. Verdammt nochmal, ich hasse das mit diesen Gejumpe, Alter. Da kriege ich irgendwie so Tomb Raider-Feeling, so leck mich am Arsch und gleich ausschalten oder Kontrollverlust, Alter. Ja, dann gehen wir halt hier nicht. Schauen wir, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Da kann sich mal hier Skyrim oder hier der Elder of Scrolls mal was abschauen. Weil hier kannst du 75%iges Gefälle hier runter und rauf gehen. Das ist brutal. Warte mal, da komme ich da 100% irgendwie rauf, oder? Das ist der Gaudi. Nee, geht nicht, okay. Nein. Oh mein Gott, dafür hängt man halt überall an irgendwelchen Sachen, da wo man nicht hin... Ja, here we go, here we go. Ups, sorry. Jetzt wäre wahrscheinlich einer rausgesprungen, oder? Here we go. Aha. Da ist noch ein Waggon, okay. Ah, schön fein säuberlich aufgeräumt. So gefällt mir das. What happened? Oh, wir hatten zwei von denen. Oh, heilige Marie Gottes. Naja, passiert. Das können wir jetzt wegwerfen. Eigentlich das Kabel ist aber mehr wert als die Batterie, oder? Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, genau. Eigentlich bräuchte ich nur Chips. Chips sage ich schon. Naja, der Platinen halt. Eine Sausage. Ich glaube es ja nicht. Was ist hier drin? Tactical Gloves. Sind nicht viel wert. Ja, jetzt muss ich aber was rauswerfen. Oh, wie der. Scrap. Muss man sehen. Nee. Holz, Holz, Holz. Ja, Scheiße, wenn ich hier schon keine Chips mehr finde. Was hat er jetzt wieder gemacht? Sag ich wirf alles raus. Ich müsste bloß eins raus. Alter. Ah, da ist er. Und das war der letzte, oder? Ja. Jetzt schaut es echt duster aus. Wenn wir diese Chip-Dinger nicht finden und ich habe jedes Haus, vielleicht ein Haus habe ich noch. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich da oben alle 3 oder 6, ja, ich sag schon wieder Chips, Platinen finde. Chip-Platinen, sagen wir so. Jetzt schaut es richtig dunkel aus. Oh nee, ja nee. Junge, Junge, wer ist denn da so hingestellt? Jetzt sehen wir mal, wie ich jetzt darauf komme. Oh. Was war das? Alter, konnte ich durch den Baum durchgehen? Nee, oder? Komme ich jetzt nicht da rauf? Hier vielleicht? Ne? Da vielleicht? Darüber springen? Ja, genau. Und das schafft er dann schon, ne? What the fuck? Ist das ein Ninja oder was? Jo! Alter, einfach mal drüber gesprungen. Ist das... Langsam jetzt, vorsichtig. Here we go. Oh, ich habe so ein Parfüm drauf auf der Jacke, Alter. Das ist so... Das hätte ich hier dran gehalten oder so. Schaut schlecht aus. Wirklich ganz, ganz mies schlecht. Alter, hat das einen Haufen Wasser jetzt gebraucht.
keine Platinen drin. Scheiße, Alter. Es gibt keine Platinen mehr. Was mache ich denn jetzt? Es ist Game Over. Es ist random, wie Sachen da drin spawnen anscheinend. Krass. Das Spiel ist vorbei, Mann. Ja, wir mussten ja die anderen Sachen bauen. Das ist ja der Punkt. Jetzt hat er die Tactical Gloves auch noch mitgenommen. 10,5, 9,75. Die sind, ich sag ja, es sind nicht schlecht. Sag mal, wenn du diese Sachen so aufsammelst, diese militärischen Sachen, die Tactical Sachen, wie ich da mal sagen. Oder es gibt auch hier und da mal so ein T-Shirt oder ein Pullover, der weniger wert ist. Das ist jetzt der maximale Pullover, was ich gefunden habe. Aber der ist nicht viel auseinander, ne? Selbe Gewicht. Es sind, ich sag mal so, das sind 10 bis 15% weniger wert als die selbstgemachten Sachen. Das ist nicht viel. Deswegen stirbst du jetzt auch nicht gleich. Du stirbst halt vielleicht, deine Sachen, also deine, sag ich mal, Gesundheit, würde ich schon sagen, deine Temperatur geht halt meistens so runter, so auf, sag ich mal, 10%, 15% schneller, aber das ist alles. Der Rest läuft ja weiter. Sollen es vielleicht 3 Stunden am Tag sein, wo du schneller kälter wirst oder so. Wie soll ich es erklären? Das sind nur 10, 15%. Du musst nicht die Sachen machen, aber das Problem ist bei mir, ich mag es halt gern, wenn ich mal Trophäen irgendwie ernte, und durch die Trophäen muss man halt leider auch das machen, dass man diese selbstgemachten Sachen erstellt. Der Fuchs, Reh, Hase, Bär, Wolf, ja, und den dämlichen Elch, der noch abgeht. 3 haben wir schon gekriegt, der 4. geht ab. Und ich gehe auch bald ab, weil jetzt ist wirklich Game Over, wir kommen nicht mehr weiter hier. Es ist Feierabend. Das war's. Ich habe diese 4 Electronic Boards nicht. Electronic Boards jetzt. Gibt's nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Das Spiel gibt uns nichts mehr. Es ist Game Over. Tja, das ist halt ein Spiel, ne? Das war's. Blöd. Richtig doof. Alles umsonst gezockt. Naja, nicht ganz. Wir haben 88% der Trophäen geschafft. Das Spiel ist nicht platinierbar, weil es eben einen Fehler hat. Es ist platinierbar, aber da muss man ungefähr, keine Ahnung, wie viele Episoden davon zocken, sag ich mal, im Livestream her. Das hat ein bisschen jetzt den Wert gerade verloren, das Spiel. Schade. Sonst hätte es 5 von 5 Sternen bekommen. Wäre es in einem Gang durch machbar, aber leider nicht. Ich weiß, es ist extra so gemacht worden natürlich, dass man sagen kann, okay, ich spiele halt das dann nochmal. Machen nochmal eine neue, wie sagt man da, einen neuen Spielstand, aber das ist nicht wirklich der Sinn von dem, weil man möchte es halt einfach schaffen in diesen 28 Tagen. Einmal durch und fertig aus. Und ich spiele so oder so auf 4 Accounts und das macht halt keiner, das ist wirklich keiner, eigentlich denke ich mal, vielleicht einer vielleicht, aber von euch nicht mal da, ohne Scheiß. Ich sag mal, von 200.000 Leuten macht es vielleicht einer, der auf dem zweiten Account oder so das Spiel nochmal spielt. Mehr nicht. Und ich nutze 4 Accounts, verdammt. Eigentlich wären es 5 mit der Freaker. Diese Death Nation for Real Account, den hätte es niemals gegeben. Move all. Move all. Hä? Keine Fischsardinen-Dose mehr? Ach Schmarrn. Ja, dann kommt die. Warte mal, wo habe ich das andere Zeug? Hier drin? Hatte ich mal. What the hell? Das Spiel, aber die Musik stoppt. Genau, hauen wir es da rein, oder? Scheiße an. Eins lasse ich drin. Das lassen wir auch mal drin. Ja, aber was machen wir jetzt? Ich kann nochmal alle Häuser abklappern, aber wenn ich in den Zügen, bei wie viel waren es jetzt? 10 Waggons, oder? Oder 9 Waggons, sagen wir 9 Waggons, habe ich nichts mehr gefunden. Und in den Waggons habe ich definitiv 4 oder 5 davon gefunden und 2 in den Häusern. Und das war den Berg gleich oben. Also, wir haben wirklich alles durchsucht. Scheiße, das Spiel ist Game Over. Wir brauchen 6 davon. Ich sage, ich habe vielleicht 6 oder 8 insgesamt gefunden, um alle Gerätschaften. Nee, nicht mal 4 oder was. Das Radio hat 1 gebraucht, der Receiver, der Transistor wollte ich schon sagen, der Radioding da, der mehr. Sagen wir 4 habe ich gebraucht. Und eine 6 soll ich jetzt noch suchen. Und ich finde nicht mal in den Waggons, von diesen 7 oder 9 Waggons habe ich nichts gefunden.
Und da sind ja die normalerweise mit drin. Da findest du auch das ganze Scrap und diese Cloves und das. Ja gut, Cloves findest du auch in Schränken von Häusern drin. Jetzt schauen wir alt aus. Der Elch fehlt, die 6 Platinen fehlen. Wir haben da noch ein paar Tage Zeit. Eigentlich haben wir überhaupt nichts mehr Zeit. Ich dachte, es geht weiter hier, aber um Gottes Willen. Der ist dämlich, dass er sich selber ausprobiert, jetzt diesen Code da reinzugeben. 8, 8, Fragezeichen, 1 und 6, oder? Wir brauchen nur diese 9 anderen Digits. Das muss er da probieren. Oder hat er Angst, dass das Ding in die Luft geht? Ja gut. Aber in der Situation, wo ich gerade eben bin, würde ich es versuchen. Definitiv. Scheiße, komme ich mehr weiter. Wir haben die Wires, the battery, scrap metal. We need these 4 electronic boards. Und ich weiß nicht, wo ich sie finden soll. Make a radio frequency amplifier. Können wir nicht mehr machen. Das Spiel ist vorbei. Was sagt hier Track? Jetzt, wenn ich hier rausgehe, ich weiß, wo ich das machen muss. Weiß ich gar nicht. Das ist schon weg. Aber anstatt dass er die Boards mal versucht zu finden, ne? Wir speichern jetzt nochmal ab. Oder soll ich überhaupt abspeichern? Ja, definitiv. Schauen wir mal schnell. Das von vor, ist das noch drin? Ne, das ist schon überschrieben worden, oder wie? Warum überschreibt es meinen Spielstand, den ich eigentlich gespeichert habe? Weißt du, wie ich meine? Warum überspeichert der das? 55 war es da. Der ist schon nicht mehr da. Und mein Spielstand, der wird einfach überschrieben. Warum steht da in-game immer erster Tag? Was ist denn das? Hä? Ja, schön wär's. Hey, warte mal. Wenn ich jetzt den wieder laden würde. Oh, Entschuldigung. Was war das denn? Wenn ich jetzt den wieder laden würde. Was passiert dann? Ist es Tag 1? Das ist jetzt nur ein Scherz, ne? Weil es steht ja hier. Okay, ich habe gespeichert. Wir können wieder zurück, ne? Also, machen wir das mal. Einfach mal so zu Gaudi. Ist es dann Tag 1? Was saugeil wäre. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Okay, es läuft. Ja, es ist so kalt hier, deswegen kriege ich langsam Halsweh. Und meist bin ich gewohnt, dass ich jede paar Minuten ein bisschen Bier nippe und dann ein bisschen rauche. Was jetzt hier nicht der Fall ist. Oh, Leute, ihr geht, okay. Ich will doch nur was ausprobieren. Was ist denn da euer Problem immer, ey? Das ist dasselbe beim Rennspiel oder so, wenn ich mal irgendwas ausprobieren möchte oder nicht gerade das machen, was... Wo zum Teufel sind wir denn jetzt hier? Ah, da hat er gespeichert. Aha, es ist wirklich random. Oh, das ist das fies. Jetzt habe ich nämlich 2 Wires bekommen. Das ist wirklich random. Oh, das ist ja mies. Das ist ja mies. Das macht er random. Also es hätte jetzt sein können, dass ich die ganzen 25 Tage auf gut Deutsch eben schon was bekommen hätte. Hätte, ja. Das war's. Jetzt habe ich einen Bayer mehr bekommen. Aber ist leider nicht der Tag 1. Ja, ist leider nicht der Tag 1. Schade, schade. Boah, nee, also das Spiel ist vorbei. Wir müssen neu starten. Wir müssen neu anfangen, Alter. Das kann es doch nicht wahr sein, Alter. Boah, da kriege ich einen Rappel, Alter. Ich hoffe, dass Safe Wizard hoffentlich irgendwelche Cheats für das Spiel rausbringt. Das ist jetzt auch schon einen halben Monat alt, aber ich hoffe, dass das ist die einzige Chance, Alter. Weil sonst spiele ich das Spiel unendlich. Platins verweigern, somit hat das Spiel keine 5 Sterne verdient. Aus meiner Frustration raus hat es auch nur 3 von 5 Sternen verdient. Mehr nicht. Nicht weniger und nicht mehr. Wir lachen mir
wenn ich hier irgendwo die Platinen schon hätte. Aber wir haben extra das vorher nochmal durchgesucht. Hey, warte mal. Das ist nicht random. Ich habe 3 Kabel und ich habe gerade 2 gefunden. Eins ist dort noch drin. Es ist nicht random. Die Sachen sind uns vorgegeben. Ich habe doch gerade eben gesagt, das wäre vielleicht random, aber das stimmt nicht. Ich habe dann ein zweites Kabel gefunden, wo ich immer gedacht habe, ich habe nur ein Kabel hier drin. Alter, das ist nicht random, das ist vorgegeben. Da muss doch irgendwo, müssen doch die 4 Platinen sein. Das ist ja krass. Das schockt mich jetzt gerade, aber wo wären denn die? Ich habe doch alle Häuser schon durchsucht. Ich würde lachen, wenn es irgendwo einen Bunker geben würde hier. Wahrscheinlich bei den Steinen da in der Nähe, oder? Hahaha. So ist der Bär dann reingekommen, oder? Alter, ich habe 3 Kabel. Ich hatte am Anfang 1 und da sind 2 dazugekommen. Und jetzt gerade, wo ich das reloaded habe, den alten Safe von vorhin, da habe ich auch 1 gezogen und da ist gewiss noch ein Kabel in dem Ding drin. Ne? Alter, das ist vorgegeben. Die Sachen sind fix, wo was drin ist. Das heißt, irgendwo müssen diese Platinen noch sein. Nur wo? Ich habe doch schon alles durchsucht. Und die Platinen sind mir echt wichtig, weißt du, wie man, die würde ich nirgendwo liegen lassen. Dass ich mal ein Kabel oder Hörb liegen gelassen habe, ja, aber Platinen nicht. Ich wusste ja schon am Anfang an, genau mit den Batterien, die habe ich auch nicht einfach weggeworfen. Du siehst, wir haben noch 11 Stück Batterien. Das heißt, die geben mehr in dem Spiel eigentlich rein, was man eigentlich braucht, genauso mit dem Kabel hier. Wo wären dann die Platinen, wenn ich alle Häuser und alle Cargo schon durchsucht habe? Weißt du, ich meine, das ist so. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss ein neues Spiel anfangen oder so. Ich beende jetzt das hier. Sorry, es ist schon wieder ein Livestream gewesen, der einfach für nichts war. Das tut mir echt schrecklich leid, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich gebe jetzt auch meine 3 Sterne ab. Und dann spielen wir auch das verpackte Spiel Asphalt Legends Unite. 3-mal schon platiniert. Das 4. Mal kann ich nicht platinieren, weil eben dieser 100% Glitch drin ist. Ist nicht meine Schuld, ist 100% der Server. Und die machen einen Scheißdreck. Ich kriege keine Nachricht von denen. Das wird nicht zurückgesetzt, nichts. Die geben sich einen Scheiß drauf. Das heißt, ich kann Platin nicht schaffen auf Asphalt Legends Unite, weil ich nicht mal selber meinen Spielstand löschen kann. Das muss von dem passieren, dass das vom Server gelöscht wird, diese 100%. Schon geil, oder? Aber ich gehe jetzt dann nochmal hin auf die, auf die Potenz darauf hin, dass wir doch die 40 Challenge Seasons da schaffen. 36 haben wir schon, 4 brauchen wir noch. Bin auch kurz davor, dass es nur noch 3 werden. Und deswegen will ich jetzt zocken. Und es wird langsam hier scheißkalt, deswegen möchte ich jetzt sofort zocken, bevor die Sonne rauskommt und mich schon wieder nervt. Es ist kurz vor 7. Und so wie es ausschaut, wird es halt bewölkt bleiben. Es ist schon 6:40 Uhr abends oder nachts früh. Es ist schon früh, oder? Ja. 26, kann es gar nicht glauben. Weil die Sonne überhaupt nicht rauskommt. Jesus, ich sehe nicht mal irgendwo, wo das hell wird. So bewölkt sein anscheinend draußen. Nein, ich muss jetzt aufhören. Weil ich hier schon das Fenster seit 2 Stunden offen habe und normal halte ich es noch 4 bis 5 Stunden aus, wenn das Fenster offen ist bei der Kälte. Und ich komme hier nicht mehr weiter. Jetzt haben wir schon 2 verpackte Spiele. Asphalt Legends Unite, wo wir jetzt hingehen, mit der Death Nation CP Account, Death Nation Full Real Account. Und wir haben ein verpacktes eigentlich Spiel, das es echt wert ist zu spielen. Mir läuft die Zeit aus. Ich finde den Moose nicht mehr, also dieses Viech, den Moose. Sag schon, den Elch halt, ich finde diesen einen Elch nicht. Jetzt finde ich 4 Platinen nicht, obwohl ich alle Cargos durch habe und alle Häuser durch habe, finde ich nicht mehr. Und wenn es die schon so nicht gibt. Und das Problem in dem Spiel ist, ich sehe hier viele Viecher, die tauchen in den Felsen auf, also die eingeschlossen sind, wie der eine Bär da oben auf dem Hügel da. Im sagen wir, südwestlichen Teil, das ist einfach eingeschlossen, südöstlichen Teil. Gehst dann auf, siehst, dass der Bär mal mit seiner Schnauze dich attackieren will, dann stichst du 2-mal ein, dann will er weglaufen, das 3. Mal schaffst du noch zu stechen und dann ist du siehst auch in den Berg rein, dass der Bär da in dem Felsen drin eingesperrt ist. Und so wird es mit dem Elchen auch sein, oder den einen Elch. Irgendwo wird der sein. Und ich höre ständig irgendwie über so Fußtritte und irgendwie so ein Geräusch, wie es wird so ja, die Elche haben doch auch immer so und so, die brumpft. Und das muss er sein. Und der ist irgendwo da eingesperrt, bei den Zügen, bei den Waggons da. Egal, das ist so. Das Spiel wird uns viele Rätsel hinterlassen. Und ich bin mir 100%ig sicher, es gibt schon von 100 Leuten
80 Leute, die es auf Platin haben. Nur ich hänge mal wieder in dieser Scheißsuppe drin, da wo wieder einer von diesen paar Leuten, die wo da nicht weiterkommen. Keine Ahnung. Diese Leute spielen das höchstwahrscheinlich, ja, aber ich kenne diesen Bad Driver da und der hat mir das gezeigt, dieses Spiel, und dachte mir, okay, dann spiele ich es auch. Ich kam eigentlich nur auf dieses Spiel, weil das Nostra Games ist, und wir hatten letztens ein Spiel, das war eigentlich ziemlich schön, wo ich gedacht habe, das für ein billiges, mieses Spiel, aber war eigentlich recht gut, schnelle Platin. Und so dachte ich mir, schauen wir mal, Nostra Games, ob die noch mehr Spiele haben davon. Und tada, wirklich, ja, also ich habe da noch zwei andere, das ist so Digging Hole und ja, okay, Games Rush. Das ist so, hört sich billig an, aber für 49 Cent. Dachte ich mir, hol's doch. Zwei haben wir noch, aber ich möchte das ja erstmal beenden, oder? Geht nicht. Oh, wir haben ja diese Boots auch noch. Alter, die haben wir ja schon. Nee. Alter, was ist das? Warte mal. Hä? Tactical Boots. Oh, Mountaineering Boots. 1 Kilo, 2 Kilo. Ah, jetzt aber Tactical, da habe ich eigentlich gedacht, warum sind die so leicht? Dabei habe ich gelesen, Mountaineering, das war gestern. 2,5, 9. Bisschen wärmer, aber Wind Protection ist ziemlich billig. Möchte man gar nicht glauben bei denen, ja. Ach, das ist dieses Futter und da ist das Futter nicht so gegeben. Das ist bei den, wie soll ich das sagen, Schnursenkeln dieses Futter, das ist schon mal mehr an. Das ist Wind Protected, das kann schon sein, dass da mehr durchpfeift. Und außerdem haben die Tactical Stahlkappen. Aber nicht, das sind keine Stahlkappen mittlerweile mehr, das sind Stahlkappen, sind nicht mehr so richtig, weil wenn sie dich eindrücken, dann bleibt das Aluminiumstahl oder dieses biegsame Stahlkappenzeug dann so und schneidet dir dein Zeh runter. Deswegen ist das jetzt ausgetauscht worden gegen so eine Art ja, Carbonplastik oder das ist halt so ein bestimmtes, ich weiß nicht was es ist. Ihr könnt bei Hikes nachfragen, das sind so 5 Kilometer fahre ich hin und könnt ich nachfragen direkt bei der Produktion. Ich kenne die Leute da drin, was da wirklich verbaut wird. Weil die sind weltweit bekannt und B, die exportieren und selbst die Firma, der Hike selber sagt, nein, wir gehen nicht ins Ausland, wir bleiben hier. Schon alleine wegen der Feuerwehr, wegen der Bundeswehr, dass die ihr Zeug bekommen. Sonst keiner. Man kann zwar bestellen von der Welt aus ja gehen sehen, aber die machen ihren Standpunkt, der bleibt in Mainburg für immer und ewig. Außer es übernimmt jemand anders oder kauft irgendwie den Verein auf, höchstwahrscheinlich ein Chinese, und das wird auch so wahrscheinlich so sein. Aber der lässt sich mit Geld nicht locken, ich kenne den. Gut, den Vorstand kenne ich nicht, aber ihn selber kenne ich. Deswegen. Tja, das war's. Game over. Brauchen wir gar nicht mehr weitermachen. Wir können laden. Das ist jetzt zwar nicht mehr der Safe, aber das hat dann der. Ist wurscht. Das war's. Wir kommen hier nicht mehr weiter. Wir müssen neu anfangen. Es gibt die Chips nicht. Wir kommen nicht mal bei der Story weiter. Es gibt diese Chips nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen das geschafft haben. Der eine sagt sogar, er schafft es in 3 Stunden, dass er Platin hat. Das braucht er mir nicht erzählen, Alter. Ich bin jetzt schon bei knapp 9 Stunden, Alter. Und mir fehlen 2 Sachen. Die Chips und das eine Viech, der eine Elch. Und dann hätte ich auch Platin. Und jetzt tue ich schon rum seit 6 Stunden. 6 Stunden, um schon alleine diesen einen Elch zu finden. Also es war nur Zufall, dass der Kerl wahrscheinlich diese 4 Elche gleichzeitig irgendwie erwischt hat. Du bekommst das sonst nicht hin. Schade. Ich gehe jetzt wieder zu Asphalt Legends Unite. Wir sehen uns in ungefähr 10 Minuten. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und es wird leider nochmal eine 3. Episode geben. Da fangen wir das ganze Spiel nochmal von vorne an. Aber das kriegen wir dann schon irgendwie gebacken, oder? Oder, ich habe eine andere Idee. Wir sind so böse und spielen mit einem anderen Account. Und vielleicht kriegen wir da Platin. What the fuck? Ihr habt das gehört, oder? Das ist jetzt kein Scherz. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind doch im Spiel drin. Ihr hört das doch auch, oder? Wir sind zwar aus dem Menü, wir sind zwar jetzt im Menü rein, aber wir sind noch im Spiel. Alter. Wir sind noch im Spiel drin und sind aber im Menü. Ihr versteht mich schon richtig, oder? Hart. Das heißt, er könnte jetzt sterben und es wäre Game Over, aber rein theoretisch sind wir ja gerade im Menü drin. Achtung, jetzt friert es gleich wieder.
Was würde jetzt passieren, wenn er sterben würde? Und wir sind in diesem Menü drin. Alter, das ist wieder so ein Zeug, was ich wieder, was weiß ich, wie heißt er denn? James Rolfe übernehmen lassen könnte, aber das Spiel ist nicht lustig. Das hat halt nicht wirklich was Lustiges. Aber es ist so ein Glitch, ne? Du bist eigentlich noch in dem Spiel drin, obwohl du im Menü bist. Du hast dich rausgesigned, aber du bist noch im Spiel. Wie geil ist das denn? Nee, ich glaube, das ist... Nee, das ist Loop. Das ist geloopt, glaube ich. Also, wir sind nicht mehr im Spiel drin. Das ist, glaube ich, Hintergrund. Aber es hat mich bloß jetzt irritiert, weil ich ihn gehört habe, wie er gefrostelt hat. Und müde war. Here we go. Das ist Loop. Das ist Loop. Alles gut. Ich dachte, wir sind noch selber mitten im Spiel drin. Das wäre es jetzt gewesen. Hart. Okay, ich gehe zu Asphalt Legends Unite. Thank you very much by watching a little while in here. It was a complete nonsense actually live stream because we couldn't actually find the moves. We couldn't actually find in the end actually these 4 electric parts that you need actually for the transmitter, so we fucked. We have to start actually a new game then later on, but not today, maybe tomorrow then. And so on. I go now sipping, drinking beer. My throat hurts because actually it's cold in here in my room, and just I have to only say by talking so much. I should actually shut up and drink my beer and smoke my cigarette in the Asphalt Legends Unite. But I actually already glitched, so we need actually to go to 40 seasons. We already have 36 seasons. Let's do the other 4 chapters actually and have fun. And after that, Asphalt Legends Unite, I normally want to go to actually the same account on CarX then. So yeah. Be right back. Thank you very much for watching. Have a nice time. 10 minutes, the next live stream. Thank you. Until later. Can you hear it? Can you hear it? It's a beer. Just kidding. Bis gleich. Ja, es war ein Bier. Es war ein Bier.